Was war das gewesen? Musik. Was für Musik? Irgendein neuer Kasperli-Banger, was wie Bittkirchen daheim hängt. Nein, klassische Musik. Ich habe wir haben so ein Büchlein daheim, Mozart-Symphonie für Kinder und für so. Und Dummies. Ja, aber es ist immer wirklich wie Dummies. Mozart nur Bangers gemacht und Vivaldi habe ich auch sehr schön. Vivaldi. Ich muss im Fall ganz ehrlich zugeben, seit du Kind hast, kommst du solche Sachen mit über. Ja. Du tust dich eigentlich durch deine Kinder weiterbilden. Ja. Aber es sollte ja eigentlich für Kinder sein. Dürfen deine Kinder die Bücher auch noch anschauen oder hast du das jetzt in deine private Bibliothek überhaupt genommen? Das ist, ich bin noch in dem Bett und drücke auf die Knöpfe. Ich glaube, das ist nur die Kinder hören Bad Bunny. Nein, eben, ja, ich finde auch, das schon lange an, ja. Ja. Nein, das ist schon so, man lernt nicht viel Schlaues, aber ein bisschen etwas. Du weißt jetzt, wer der Vivaldi ist? Ja, er ist in Venedig ist aufgewachsen. Kommt das auch durch das Büchlein, oder was? Er ist also es ist ein Tierorchester, und alles Tiere. Es sind so Bären und Leuen. Das wäre ein Horror für mich. Und die sitzen in einem Schiff und fahren durch Venedig und auf jeder Seite hat es so einen Knopf, weißt du, es ist so ein interaktives Buch, wo du draufdrücken und dann kommt ein Lied von Vivaldi und oben stehen noch Informationen. Ah, ich denke, die tun den Vivaldi nachsingen mit ihren Geräuschen. Nein, es ist original, aber ich habe das Gefühl, es gibt dann so einen Leu, der Vivaldi singt. Ja, oder meine Mutter hat damals eine CD gehabt, die hat Jingle Cats geheissen, wo Weihnachtslieder aber nur von Katzen nachgesungen. Und sie machen dann Miau, 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 Miau. Das ist Horror gewesen. Ja. Ein Fiebertraum. Das ist ein Red Flag. Ja. Wenn jemand so eine CD daheim hat. Ja, gut, ich finde, bei Müttern ist okay, aber wenn jemand jünger so eine CD daheim hat. Aber ich will das erklärt sehr viel, Neil, wie du bist. Ja, dort hat es angefangen. Ja. Wirklich, das war ein Trauma gewesen. Dabei ist, weißt du, das ist ja so ein Geschenk-CD, das ist so lustig gemeint, das ist so ein bisschen ein Spassding. Aber sie hat das wirklich so, um die Weihnachtszeit hat sie das im Auto geblastet. Haben ihr auch die Schlümpfe-CDs gehabt? Oh ja, das ist auch das gleiche Konzept, oder? Aber das sind, glaube ich, alle, die in den 90er Nullerjahren gross geworden sind, haben die Schlümpfe. Das war eigentlich auch ganz schlimm gewesen. Wieso? Die haben ja grosse Hits genommen und einfach mit aufgepitchten Stimmen. Ja, eben, es ist cool. eins vor Jingle Cats. Ja, ich glaube, es ist auch im Nachhinein sind die Texte auch problematisch, habe ich gehört. Wirklich? Schlümpfe sind Sexgrüssel gewesen. Das ist so. Ja, aber was erwartest du von einer Gemeinschaft, die eine Frau hat? Also es ist schon völlig klar, sind die Sexgrüssel gewesen. Meinst du, es hat auch so Gangbangs mit den Schlumpfinen gegeben? Ja, aber sehr wahrscheinlich schon. Ja, also sind wir also ich weiss nicht, Schlümpfe, der Gargamel ist der Böse gewesen. Ja, und haben der Gute gewesen. Und haben gewusst, dass die Schlumpfine ist eigentlich nur vom Gargamel erschaffen worden, um die Schlümpfe ablenken. Dass er sich fahren kann. Habe ich, glaube auf TikTok gesehen. Okay. Ja, das macht wenn irgendjemand ein Schlumpfexperte oder Expertin ja, auf TikTok. Ja, das ist jetzt eine mega gute Quelle. Wow. Ich hätte viel lieber ein Vivaldi-Büchlein daheim. Ich kann es dir einfach mal auslehnen. Ja, bring's mal mit. Und sonst macht er eine Bibliothekskarte, dann kannst du so Sachen auslehnen. Kannst einfach in die Kinderabteilung. Ist ein bisschen creepy, wenn du als Mann allein einfach in die Kinderabteilung gehst, Bücher auslehnen. Aber ja. Du holst etwas für deine Kinder. Gibt es eigentlich die Ludothek noch? Also in die Bibliothek, wo ich gehe, ist es gleichzeitig auch eine Ludothek. Du kannst ein Spiel auslehnen. Ja. Genau, das ist ja. Was ist genau? Was ist der Unterschied zwischen einer Ludothek und einer Bibliothek? Bücher oder Gegenstände? Also Bücher sind auch... Nein, Bücher oder Spielsachen. Spielsachen und Spiele kannst du in der Ludo. Und was heisst Ludo? Keine Ahnung. Ludo, das ist wie so ein ostdeutscher Name, der Ludo. Ja. Nein, das klingt wie da, wo du schreien, wenn du die zweitletzte Karte... Ludo! Ja, genau so. Aber ja, ich weiss nicht, wo das Wort Ludo kommt. Bootleg. Ja, die haben jetzt beide so selbstverständlich so, ja, logisch heisst das Ludo. Ja, sicher. Aber die haben keine Ahnung, wieso das Ludo ist. Du solltest mal ein Kinderbüchlein lesen über Ludotheken. Ja, also kann Bildungsauftrag. Ja, also... Jetzt raus, fragst du mal schnell. Aber Ludothek, das ist so die Welt, wo ich mich im Moment bewege. Das ist mein crazy Summer, den ich im Moment erlebe. Vivaldi und Ludotheken. Viel müssen wir dich wieder raus, bist du wieder eins von Aussteiger, müssen wir dich rausholen oder ist so? Nein, ich habe mich jetzt damit abgefunden. Ich habe heute entschieden, dass ich diesen Sommer keine Möglichkeit, um mein Open-Air-Jäckchen anzuziehen. Ich bin das erste Jahr überhaupt an keinem einzigen Festival und jetzt habe ich gefunden, jetzt muss ich halt ins Büro kommen mit meinem Festival-Jäckchen. Aber ich finde, das steht dir. Danke. Also das heisst, dein Festival-Outfit würde dir eigentlich stehen, das heisst, du musst mehr an Festivals gehen, um das auszudingsen. Oder ich mache einfach das Büro zum Festival. Ja. Also, warte kurz, ich will noch den Einschub machen. Jetzt herausgefunden, es kommt von lateinisch ludus gleich Spiel.
Es ist ja. Das Ludus könnte aber auch so ein Code sein. Ja, oder Neil, gehen wir heim Ludus machen. Ja, ich habe mir Ludus geholt. Ja. Vater. Schon. Die Ludus-Epidemie. Ja. Wir sind beim Festival gewesen. Nein, ich finde Ludus-Epidemie viel besser. Arzt, der Ludus. Ja. Oder? Oder kannst du auf Ludus testen? Oder kannst du mir schnell meinen Ludus anschauen? Oh Gott. Mein Ludus ist ganz rot und tut weh. Ja. Gut, ja, das ist schön, haben wir es herausgefunden. Ja, nein, ich finde, es tut mir leid, aber können wir etwas dagegen machen? Nein. Ich habe mich jetzt abgefunden, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer da, dass alle da irgendwie am rumwuseln und dort irgendwie an irgendwelchen Festivals und dort Public Viewings sind. Und ich habe dann irgendwann entschieden, look, es ist jetzt, ich bin wie auf Pause und dann nächsten Sommer komme ich umso stärker zurück. Nein, ich glaube, wenn du einmal draussen bist, dann kommt nachher niemand mehr. Nein, aber das ist wie so... Meinst du, habe ich mich aus dem Spiel genommen? Was machst du am 21. August? Ich weiss, was denn ist. Ja. Warte, ich glaube etwas vor. Ich glaube, du willst mich reinlauern in etwas, was ich nicht Nein, etwas sehr Herziges und etwas sehr Gutes, wo ich wie schon... Ich habe jetzt gerade eine Idee. Es ist gleichzeitig wholesome und am 21. August ist mein Strassenfest von meiner Nachbarschaft. Nein. Das ist etwas gleich eigentlich. Wieso, was ist das? Ich hätte jetzt, was eben sehr lustig ist, der Neil spielt mit seiner Band am Alten Air. Oh, gutes Wortspiel. Ja, das ist mega smart. Wirklich. Und ich habe gedacht, ich gehe dort hin und hätte ich jetzt wie mitgenommen, dann hättest du wenigstens ein Festival gehabt. Aber sorry, also lieber keins als Alten Air. Das ist doch einfach auf so einem Parkplatz. Das tönt für mich wie so ein Quartierkilby. Also dann kann ich wirklich gerade an die Kilby bei mir. Wieso? Das ist super. Da und dann der Neil noch. Also das ist jetzt wirklich... Nein, ich mache noch eine Pause gelohnt. Ja, der Neil ist eigentlich Vorband für die Heroinsüchtigen. Wo sie einfach noch Instrumente irgendwelche... Das ist so ein unangenehmer Auftritt, wo der Neil dort ist und nachher sind so Kinder in der ersten Reihe und nachher singt er seine Texte von «Ich speuz auf Gesichter von Kindern, weil sie mich an...» Also was? Aber irgend so ein Text. Ja. Aber das, so stelle ich es mir vor, das ist das Quartierfest, was sie jetzt Open Air nennen. Aber darum ist es ja lustig, den Fiebertraum zu schauen. Ist es denn so? Wenn ich einmal raus kann... Da willst du sagen, ich habe ein richtiges Festival. Vielleicht musst du jetzt eben, weil du es so ein bisschen verliert hast, musst du jetzt wieder mit Alten Air wieder einsteigen. Das ist eine Einstiegsdroge. Nein, ich brauche schon Standards. Da höre ich gerade wieder auf. Ich fahre in Holt im Bahnhof hin und gehe gerade wieder um. Nein, ich verstehe es. Wenn ihr schon mal raus dürft, dann mach einen grossen Ballon. Aber ich könnte es vielleicht noch kombinieren. Wann ist denn dein Auftritt? Am 7. Ist so früh? Ja, du bist Vorband. Nein. Er weiss das nicht einmal. Und nachher spielt Hecht, oder was? Ja. Das ist der Main Act. Nein, nachher sind eben die Heroinsüchtigen, die sie zusammengetrieben haben. Wo sie, ein Trommelkreis von Cracksüchtig. Der Trommelkreis. Ja. Muss genau eine Feuershow. Also, warte jetzt mal schnell, das Alten Air. Ja, 2 Tage. Erfindest du gerade etwas? Stimmt. Ich bin auch überrascht gewesen, und ist das ein Ding in Old, oder ist das jetzt etwas Neues, wo Nein, das Stadtbild attraktiver machen? Das geht schon einige Zeit, das war also noch schon grösser gewesen. Ich glaube, nach Corona hat es auch noch pausiert. Ja, alle halt so kulturelle Dinge. Und jetzt ist es an einem neuen Ort, ist glaube ich das erste Mal wieder zurück. Aber auch das ohne Gewehr. Das ist immer... Aber das ist hat noch nie funktioniert. Doch, Festivals, es ist gross gewesen. Festivals, die gross sind und nachher an einen anderen Ort gehen, denen gebe ich 2 Jahre. Es gibt schon lange. Es gibt schon ein Zeitchen. Aber ich habe Kollegen, die das mitorganisieren. Das ist doch. Also ich habe das kurz gegoogelt und es hat jetzt nicht ausgesehen, als hätte es schon aufgegeben. Und einmal hat es, glaube ich, so eine Winterausgabe gemacht. Ja. Kann das sein? Ja. Von dort habe ich Fotos gefunden. Ich erkenne kein klares Konzept. Ich gebe dem Festival noch 2 Jahre. Das ist meine Analyse. Ja, gut, weißt du, die haben jetzt nicht viel Geld ausgegeben. Aber der Neil kann sagen, schau, ich habe dort gespielt. Wüsst ihr noch, was Alten Air war? Alten Air ist für mich eine Veranstaltung, wo Familien mit Kindern gehen und das habe ich genug um mich herum. Ich muss nicht extra dort. Das ist doch so ein Quartierfest. Ja. Für das muss ich nicht auf Olten, das ist mir zu weit. Da kann ich Zürich... Ich glaube, es hat sicher Festbank. Ja, es ist ein Festbankanlass. Gibt es eine Tombola? Ich weiss nicht, aber wir können eine machen. Es ist kein Hundsverlochen. Das ist nein, kein Hundsverlochen. Also Tombola kannst du im Verlauen nicht. Spielt der DJ Andi? Ich weiss nicht, was nachher dann... Also dann hast du mich wieder. Wenn natürlich nach dem Neil der DJ Andi mit einheizt, mit der grossen... Remix. Ja. Wenn es so ist wie das Video, das wir gerade abgeladen haben mit dem Matthias Dorffest-Presi, dann, wenn es so ist,
Es hat keine Dann komme ich. DJs nachher. Nein, Es ja, hat dann wirklich müssen einfach sie nur, 10, 4 es hat nur 3 Bands. Ich glaube, die müssen um 11 Uhr müssen den Laden ist noch zumachen. Ruhe. Aber Es ist alt, ja. Für 3 Bands fahrst du nicht auf Folter, finde ich. Hey, schau, wenn wir nachher zurück auf Zürich noch in den Ausgang gehen, von mir aus, dann mache ich das Programm. Du kannst ja nach dem Quartierfest. Es braucht für mich, um da richtig zu kriegen, braucht es noch eine Afterparty. Ja, aber das können wir schon machen, habe ich das Schon? Gefühl. Ich glaub, Liegt das noch drin? Ja. Ja, dann gehen wir nachher noch alle zusammen in Zürich in eine Karaoke-Bar. Wir müssen dann nicht auf Zürich. Ah, ja, gut. Aber eben, Oder gibt es das in Olten so gut? tönt einfach Ich glaube, wie ein wenn grosser es ist alles ein bisschen zu. Wieso? Es ist Sommer, die Leute, es ist ausgestorben wahrscheinlich. Es ist auch ein komischer Zeitpunkt für ein Open Air. Die Festivals, das habe ich analysiert. Die Du hast können ja genug Zeit gehabt, Ja. bei deinem Vivaldi-Buch daheim zum Festival zu analysieren. Ja, mein Festivalsommer ist im Moment einfach so auf Open Air Guide, wo ich schaue, wo ich hätte können gewesen sein, aber nicht gegangen bin. Dann habe ich herausgefunden, die gehen immer so bis 12. Juli. So. Und dann ist so ein bisschen Pause. Kurt ist, glaube ich, das letzte. Dann ist Pause, weil die Leute alle in der Ferien. Und dann gehen sie wieder ab Mitte August los. Das heisst, die jetzt kommen, in diesen 2 Wochen, das sind die wirklich keinen anderen Slot mehr gefunden haben. Aber jetzt ist das grosse Paleo-Festival, das grösste von der Schweiz. Gut, im Welsch ist halt jetzt wieder alles angefangen. anders. Ja, Das genau. ist Das hat alles- jetzt angefangen und das geht ja 100 Tage gespielt. Nein, das geht eine Woche. Ja, aber Das ist über über Sonntag wieder vorbei. 100 Tage. Ja. Wir können auch ins Paleo-Festival gehen. Ja, das ist schon Ausverkauft, vor ist immer 100 Tagen ausverkauft. Ja. Gut, also ist ja gleich. Ich weiss noch, dass du mal mit irgendjemandem bist, mega spontan, mit dem Moiri, als Paleo-Tucker, und die haben es so bereut nachher. Nein, wir sind das Montreux. Das Montreux. Ja. Und nachher eigentlich eine riesen Odyssee, bis sie wieder daheim Ja. sind. Ja. Machen das nicht? Also nein. Gut, aber ja, vielleicht finden wir noch einen Termin. Ja, vielleicht aber finden wir noch einen sollten, Slot mit dir. Ich wäre Schau, im August habe ich noch 1, 2 offene Termine, wo Sachen möglich wären. Ich kann handreichend sein. Ja, aber als Campo gehen wir nicht. Nein. Und das heiter Nein, auch gehen wir nicht. nicht. Nein. Gehen wir nicht. Eben, ich bin wie so, ich merke, ich schaue also die Westphal-Landschaft an und es ist auch nicht mehr dort für mich. Niemand spielt Vivaldi, niemand ist der Mozart-Headliner. Weißt du, wie es ist nichts mehr rum für mich. So wie der Justin Bieber am Coachella, würdest du echt mit dem Büchlein auf eine Bühne gehen und einfach so abdingen. Weißt du, das früher nicht denen so gewesen? Wenn Mozart gespielt hat, haben die Leute gefunden, ja man, nochmal ein Banger von dem Dude. Und er hat von der Bühne geschaut, alle Hände, macht den Kreis auf. Ja. Kreuz. Gut, jetzt haben wir einen kleinen... Exkurs gemacht. Ja. Gut, wir sind noch nicht schlauer geworden, aber du bist wieder am Molten Air und du auch. Ja. Und ich muss mir überlegen, ob ich mir das auch antun will. Ja, das ist doch super. Gut, was haben wir denn sonst zu besprechen? Abgesehen von unseren Ludos. Fang doch du mal Wie geht es euch Ludos so? Fang doch du mal an. Aber ja, soll ich anfangen? Ja, Ja, aber dann sind wir wieder im überlegen gleichen wir. Thema. Muss Ich ich bin überlegen. auf dem Gurten letztes Wochenende und habe... Du bist spontan dort, kann das sein? ja, Ist das relativ geplant kurzfristig. gewesen? Nein, Er ist schon Mittwoch zu mir und hat gesagt, gell, du, ich muss dann morgen Nachmittag muss ich ein bisschen früher, ich schaffe dann von unterwegs, ich muss noch auf den Gurt. das ist Ja. sehr, sehr kurzfristig entstanden. Hauruckübung gewesen. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, das habe ich nicht gewusst. Nein. Das ist etwas Neues, dass da Ich plötzlich... habe auch gesagt, look, ich weiss nicht, der Chef ist in der Ferien. Ich tue jetzt das mal bewilligen auf Probe. Und du kannst jetzt im Nachhinein noch entscheiden, ob der Neil das muss noch nachschaffen Man muss ja so oder so nachschaffen. Ja, aufgeschrieben habe ich es schon nicht. Ja, Also, aber weißt du, so das wäre frech. Strafnachschaffen. Ah, weisst du? nachsitzen. Strafe 50, ja. Strafe 50 machen, weil es nicht genug ausgenutzt hat. Ja, oder ob stimmt. es okay war, dass er es gemacht hat. Ich habe es einfach mal müssen bewilligen, weil ich habe keine höhere Ansprechperson hatte. Ich habe gesagt, Neil macht das auf Probe. Und ich bin sehr dankbar für das. Und es kommt jetzt darauf an, was du dort erlebt hast. Ja, Weil wenn ich du hatte- Scheissdreck erlebt hast, dann... Nein, Abjecken, gut, gehst du heim? wir sind verschiffert worden, das war ein Scheissdreck gewesen, obwohl auch ein bisschen, das hat es jetzt auch noch gebraucht, den Sommer, finde ich, um an einem Festival verschiffert zu werden. Aber vor allem habe ich... Cool. Ja! Hey, ich war mal wieder so pflatschnass gewesen, dass es nicht mehr drauf ankommt. Also als wärst du in einen Swimmingpool gehüpft. Wirklich von Kopf bis Fuß komplett nass. Und das ist schon auch, das ist ein Feeling, das du ab und zu musst haben, finde ich. Ja. Das habe ich jeden Morgen unter der Dusche, aber ich weiß nicht, Ja, aber was hey, du gehst du mit machst. Kleidern duschen? Musst du deinen Ludus da nicht sauber putzen, Amix? Er wird nicht dreckig mit Kleidern. Ich habe eine Begegnung gehabt mit einem Podcast-Hörer und es war sehr unangenehm gewesen. Nicht wegen ihm, sondern ich habe es unangenehm gemacht. Einmal mehr. So. Siehst du, schon wieder eins vor sitzen. Ja. Weil du hast ihn da ab der Leine genommen. Ja. Und dann geht er da
Ja, ihr schlecht represented. Ja. Aber man muss auch sagen, von wegen, du hast vorhin gefunden, alle sind am Umsäckeln und Festival, dies, das. Er hat mich gefragt, sind noch mehr von 404 da? Und ich habe kurz überlegt und habe mir gesagt, nein, es war niemand auf dem Gurten von uns. Wir haben das im Kollektiv entschieden, dass niemand vom Team geht. Ja, doch. Und nachher musste ich da die Stellung halten. Ja. Oben. Ja, es ist schon gut, aber ist auch eine Stellung. Ja. Einfach keine gute. Oder eine. Ich war der Letzte, der dort noch das Fähnchen aufgekippt hat. Also, ja, das möchte ich erzählen. Fanbegegnungen. Schön. Hey, ja, eben wie gesagt, ich habe einen ruhigen Sommer. Und ich habe vorher überlegt, was so passiert ist letzte Woche. Und mir ist schlecht geworden im Bus. In Dreh. Ich musste einen Billetkontrolleur spielen und habe nicht überlegt, dass mir ja schlecht wird. Im Bus? Im Bus. Und wir sind dann 4 Stunden lang Bus gefahren. Das ist aber auch bis 10 Uhr wach. Ich bin Schlecht werden im Bus. Mir Das ist wirklich so. Mir ist so hundsmiserabel gegangen und es ist das schlimmste Dreh. Top, worst 3 Drehs. Wirklich? Ja. So schlimm? Also, ich meine, du hast ja schon vieles erlebt. Und wenn's, also Nein, es war absolut schlimm gewesen. Wie Ich habe schlecht gemerkt, ist ich es? wäre ganz ein miserabler Billetkontrolleur. Ja. Und es ist keine Rolle für mich, wo ich weiterhin würde spielen. Also Ja. man merkt es im Video auch, ich bin bleich im Gesicht die ganze Zeit. Und ich Jetzt müssen sie es im Grading wieder rausholen. Wenn ich es rausholen, ich kann noch ein bisschen liegen. Es ist wirklich Es ist gar nicht gut gewesen, ja. Mir ist schlecht geworden im Bus. Ich bin sehr ein sensibles Pflänzchen. Ja. ja, gar also die nicht gut. Kontrolleurkarriere ist gestrichen. gestrichen. Sogenanntes Finöckeli. Ja. Dann habe ich Streit mit der Mutter angefangen. Und Schon wieder? Ja, Einer Mutter oder deiner Mutter? mit einer Mutter. Ah, okay. Mit Spielplatz. Ich hasse Spielplatz. Mehr denn je. Und Das ist ein Kriegsgebiet. Das ist ein Kriegsgebiet, ja. Wirklich. Und was habe ich noch? Ja. Ich bin ich bin noch einmal draussen am Public Viewing. Habe ich Campingstuhl rausgestuhlt. Ich nicht gut vorbereitet war. Ich habe auf einen Campingstuhl auf einen kleinen Bildschirm geschaut. Hey, ja. In der Richtung oder so im Quartier? Ja. So im Quartier, beim Matt im Quartier bin ich gewesen. Bei den Ich habe meine Reichen. Kollegen getroffen und du bist ja in Marseille gewesen und Du hast meine Kollegen getroffen? ja, sie sind auch dort gewesen, im Quartier, auf dem Quartierplatz bin ich gehockt. Bei mir? Ah, du bist in Zürich gewesen. Zürich am Public Viewing. Ja, aha. Wo es dann so viele Leute hatten, ich habe das gar nicht gecheckt, Doch, dass doch, so viele das Leute ist- die WM da gleich noch haben wollen schauen. Obwohl alle weißt, am schlecht, da Infantina, Argentinien, Wale und dann aber hockt gleich alle auf dem Platz. Ja, raus. Hauptsache mit etwas zu motzen. Gell? Ja. Und nachher dann hat man ja Aber alle nichts zu tun. kommen. Und nachher dann... Kein Platz, findest du wirklich? Ja. Ein Kollege hat schon heim Campingstuhl holen. Also ich hatte ein bisschen Open-Air-Feeling, weil ich hatte einen Campingstuhl mit so einem Biereinsatz hatte. Und ich bin wirklich so im Campingstuhl gesessen und habe Fußball geschaut. Ich habe den Bildschirm nicht gesehen. Aber Ja, ich bin einfach in einem Campingstuhl auf dem Platz Und hast gesessen. Bier gesoffen. Genau. Ja. Aber redest du eigentlich vom Viertelfinal damals, wo die Schweiz gespielt hat? Halbfinale. Weil ja keine Aufzeichnung mehr gehabt. Darum- Nein, Viertelfinale war das am 3 Uhr morgens. gewesen. Ja, genau. Ah, nicht das. Okay. Halbfinale war es. Irgendwie Frankreich schießt mich tot, weiß auch nicht. Ja. Etwas gewesen. Ja, kein guter Match. Frankreich-Spanien. Aber die WM ist ja vorbei. Ich will auch gar nicht mehr zu viel über die Ja, WM reden. nein, das ist jetzt schon durch. Das ist jetzt wirklich gut. Ich bin schon ein bisschen froh, ist sie vorbei. Ich unterdessen, nein, ich bin gehypt gewesen und es ist so viel Drama Wer hat gewesen. eigentlich gewonnen da bei unserem internen Tippspiel? Der Janik Der Zinsli. Kamera Janik. Ja. Ja, der logisch wieder Der am keinen wenigsten Plan Ahnung hat. von Fußball und bei meinem Familientippspiel ist es genau gleich. Der am wenigsten Ahnung hat von Fußball. Und weißt du, was glaube ich? ChatGPT. Ja. Es ist so, schau, jetzt machen sie uns auch das noch kaputt. Ich finde, Ja. dann spielen halt einfach nicht mit. Ich Ja. verachte Leute, die mit so KI-Tippspielen spielen. Das hätte man ja können überprüfen, wenn du jetzt selber auch noch ChatGPT gefragt hättest und das hat sich deckt mit allen Sachen, die Janik getippt hat, Ja. dann wäre der Fall wie klar gewesen. Meinst du, das wäre der Fall für das Detektivbüro? Ja, Ja. ja. Also ich finde, der Also Sieg muss im wahr. aberkannt werden. Ja. Ja. Ja, ja. müssen sie aber kennen. Rote Karte. Ja. Was hat er gewonnen? Zum Mittag einfach. Ja, der will, glaube ich, auswählen, wo es mit. Genau. Aha, ja, das war der Einsatz gewesen. Ja, und er will einfach... Für das haben die ein viel zu grosses Tamtam gemacht. Im Fall nach der dass man, Vorrunde dass man nachher dann kann sagen, wo zu Ja, Mittagessen. und ich Das ist weiss, er hat keine Ansprüche, er will irgendeinen Burrito aus dem Coop Ja, holen. genau. Und Also es ist wie so, gut, ja, ja. Es ist wie so, cool. Ja, es geht ja nicht ums Preisgeld, es geht am Schluss um
ums Feeling, zum dabei sein und Raum und Ehre. Jetzt kommst du da mit dem olympischen Gedanken an einer kapitalistischen FIFA-Veranstaltung. Das passt nicht. Dabei sein ist da. Aber man muss schon sagen, was mir Freude gemacht hat, ist jeden Morgen ins Büro kommen und wie gerade du und der Joso haben sich immer so aufgeregt, dass halt der Janik wieder mehr Punkte gemacht hat als sie. Und das ist noch herzig zu beobachten. Wie Nein, es ärgert mich, dass jetzt wirklich die Schwächsten können plötzlich die Tippspiel gewinnen. Es ist wie so, was soll das? Hey, immerhin, jetzt kannst du dich wieder entspannen. Die hat ja das immer ganz zu unter Opsi gemacht. Ja, ich bin froh, ist die WM vorbei. Es hat mich wirklich fertig gemacht, auch wirklich emotional. Ich habe selten so eine Wut entwickelt auf eine Mannschaft, wie das Drecks Argentinien, wie die sich auf dem Platz verhalten haben und dass so eine Mannschaft ins Finale kommt. Die hat man schon seit 3 Spielen müssen disqualifizieren wegen unsportlichem Verhalten. Der grösste Hure Drecksladen dort, was die geboten haben, gemein reintreten, hinten noch blöd geredet und so, und immer an der Grenze zu der Legalität, unterirdisch, dass man das toleriert hat. Gestern, also heute ist Dienstag, gestern nach dem Spanien Finale ist der schon am Morgen reingekommen und schon wieder auf 180 im Fall, nur wegen Du weißt doch, deine alte Pumpe mag das nicht mehr aushalten. Nein, ich habe ja Verwandte in Argentinien, ich bin eigentlich Argentinien-Freund, ich bin noch nie in Argentinien gewesen, aber ich würde sagen, ich bin ein Freund von Argentinien, ja. Aber die Nationalmannschaft hat das Land in den Dreck hineingezogen und ich würde mich das als Land, als Argentinier, würde ich mich schämen für die Leute. Ich würde die alle zusammen ausbürgern. Die können gerade in den USA bleiben im Fall. Das ist eine Schande im Fall, was die gemacht haben für ihr Land. Ja, Electric Chair. Das haben wir schon raus. Nein, ja, also wirklich. Nein, es ist unterirdisch, die Mannschaft. Wow. Jetzt, das ist vorbei, man kann es jetzt wieder hören. Jetzt ist es gerade wieder, die Emotionen, gerade wieder Ruhe. Es ist unglaublich im Fall, was die geboten haben. Wirklich, das Umdreckeln, das ist so unsportlich, was sie geboten haben. Deine Familie hat sich das jetzt 2 Wochen anlassen wahrscheinlich, oder? Oder lässt du das nur bei uns raus? Mir ist es einen Monat gegangen, die Dinge. Ja, aber das mit Argentinien... Also mit Argentinien ist erst so ab dem Achtelfinale gekommen, aber es ist so, also auch gegen die Schweiz, das ist ja wirklich... Nein, ist ja gleich. Es ist vorbei, ich lasse sie. Los. Spanien hat gewonnen, Viva España, grossartig gewesen. Danke vielmals, ihr habt den Fußball gerettet. So. WM damit abgeschlossen. Ja. Ich lasse los. Was hast denn du noch Schiss? Ich habe mich wieder mal... Ich weiss nicht, was los war, aber an einem Abend, ich war ein bisschen in der Ferien und dann habe ein bisschen Time, also einfach Zeit für mich gebraucht. An einem Abend habe ich mich verhalten wie bei einem Jugendtreff. Also so wie immer. Ja. Und ich weiss nicht genau, von wo das gekommen ist. Hast du noch grünen Wodka, Red Bull getrunken? Grüne Getränke sind bestellt worden und ich mich reingetrunken. Das ist wirklich so... Bist du jetzt wieder an so einem Kindergeburtstag gewesen? Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, wieso dass ich manchmal so Aussetzer habe. Aber es ist etwas Positives rausgekommen. Ich habe wieder mal Leute kennengelernt. Das ist schön. Und Leute kennenlernen mit so, das sind mega coole Menschen und die sind jetzt in meinem Leben. Ja. Das habe ich wohl schon ewig nicht mehr gemacht. Aber die sind volljährig? Ja, die sind sogar über 30. Das ist noch wichtig. Ja, und bist du da mit Jugendtreff gekommen? Nein, also wir haben uns so verhalten wie ein Jugendtreff, aber wir sind alle erwachsen gewesen. Okay, haben wir wieder... Aber ich kann ein bisschen erzählen, wie von dem Abend ein bisschen passiert ist. Das schon. Ich habe noch eine Frage. Dürfen wir es überhaupt noch Ferien nennen, wenn du auf Marseille gehst? Wenn es sich für mich so anfühlt, dann schon. Okay, weil es ist ja schon so ein bisschen mittlerweile das zweite daheim und ich finde, weißt du, ich glaube, du wertest für dich selbst das Konzept von Ferien ab, wenn du das jetzt die ganze Zeit so nennst. Weil sonst denkst du, ja, ich habe ja jetzt Ferien gemacht, aber bist nur auf Marseille. Du musst wie auch wieder mal raus aus Zürich und aber auch aus Marseille. Ja, aber wenn er ja nicht schafft, dann ist es ja schon Ferien. Man kann ja auch Ferien daheim machen. Ja, aber du musst ja gleich ein bisschen ausbrechen aus den Sachen, die du da schon kennst. Also weißt du, ob jetzt der Pass in Marseille saufst oder in Südfrankreich noch jemand anders am Strand irgendwie, ja, aber dann kannst du auch sagen, Italien dir das Peroni reinjagst, das ist ja egal. Ja, aber dann kannst du auch sagen, du kannst in Zürich bleiben. Und dann passt das ins Peroni. Ferien ist ja im Kopf, es ist nicht, wo du bist. Ferien ist da oben. Ja. Es geht ums Loslassen. Ja, das ist doch gut. Also gut, dann halt. Ich wollte die nur kurz einladen, an der Hand nehmen. Aber es ist halt schon so, der Matthew ist halt so ein Jetsetter geworden, weißt, so wie die Millionäre, wo da, weißt, dort haben sie ein Haus und da. Er ist Weltenbürger. Ja, und jetzt gehe ich gerade in mein Appartement in New York und dann gehe ich ein bisschen auf Marseille. Das ist das Nächste. Entweder London oder New York. Genau, das ist halt so ein bisschen das Leben von der Jet-Set-Welt. Da sehen wir halt nicht so drin. Nein, da können wir uns auch nicht mehr. Bei uns gibt es mal eine Woche Hurghada, all inclusive. Ja.
gut ist. Das ist halt, weil du Austern nicht gerne hast. Ja. Dann musst du jetzt Genau, halt auch mit das dem, wie so, das ist halt der Klassenkampf. Ja, ja, du musst dich reich verhalten, um nach einer reichen zu leben. Ja, Ja. funktioniert. Super. Ja. Gut, das ist der Debriefing 404 Podcast, wo du sehr viele Lebenstipps mitbekommst, wie du reich wirst, unter anderem. Du musst einfach gerne Austern haben und dann klappt das auch. Neil, zum Das ist Beispiel. wie so ein Krypto-Scam. Ja, ja. Investiere in Austern jetzt. Investiere in Austern und es kommt dreifach zurück. Ja. So eine grosse Rendite, sage ich dir. Ja. Wenn dir gefällt, was wir da machen, dann gib uns alles, deine Bankkonten, deine PIN, 5 goldige PIN-Nummern, wenn wir haben. Schreib deine Kreditkartendaten. Genau, jetzt in Kommentare. Und dann klappt es nachher dann auch. Ja, ja. Nein, du hast es bewertet, wir haben mega Freude. Auch Mund-zu-Mund-Propaganda ist sehr erwünscht. Wir haben wieder Zahlen bekommen. Uiuiui, es gibt ein Nein. Nein! Ja, heute Für Nachmittag alles oder nur für den für den Podcast? Podcast. Der Hey, Rest- wie geht es aufwärts? Ich Es schaue ist- das jede Woche an. Ich glaube, die Zahlen, die präsentiert, sind nicht die gleichen, die wir haben. Es Das gibt wieder ist ein schon- Nein. Das Problem ist einfach, also wir haben mega gute Hörer und Hörerinnen, danke vielmals für das. Yes. Aber wir kommen wie nicht drüber Das hinweg. stimmt doch nicht. Ich sehe wirklich immer den Vergleich zum Vorjahr und es geht im Fall aufwärts. Vielleicht sind wir noch nicht dort, wo wir es Du doch, sehen. wir haben doch Heute Nachmittag wir haben gibt's heute ein einen Mail. Termin. Also Ja. Neil, mach mal unsere Zahlen parat, die Ja. du frisiert hast. Und dann tun wir die da mal an die Wand. Nein, ich werde Ja, da an die Wand einschreiten. Ich frisieren. werde eingreifen und Ja. sagen, ich hole jetzt den War und dann werden da die richtigen Du bist der Zahlen. War. Der Neil hat die bin richtigen der Wahr. Zahlen. Los Ja. da nicht auf das andere Googles-Zeugs. Ja, Aber sonst läuft es ja sehr gut, Spotify habe und ich gesehen. Apple und so. Das ist Sonst läuft's scheiße. sehr gut. Mit Nein, sonst mit 100'000 Studio 404 läuft super. Danke für 100'000 Follower Stimmt. auf Insta. Ja. Geiler Scheiß. Wirklich, da sind Am wir. Durchstarten. Aber vielleicht ist der Podcast eben wirklich auch so Inhalt für uns. Ja, das ist ja ein für Nischenprodukt. Also, Das ist für ein ausgewähltes Publikum. ja, Also das ich ist so ein finde- bisschen ich will exklusiv. eben gar nicht mehr. Ich finde, Ich finde, das ist wie ein guter exklusiver Club. Das weißt ja du als Millionär in Marseille und New Ja. York. Da hast du bist ein Member, oder? Ja. VIP. Und ihr, die dazu sind alles Members. Ja. Wir wollen nicht mehr. Wir sind eigentlich die Austern von den Podcasts. Genau. Also. Genau. Also. Nein, aber ja, empfehlen uns doch noch wie. Das schießt mir jetzt gerade an. Hast du mir das müssen sagen? Ja, du hast die Berichte noch nicht gelesen. Also wir haben Doch, ich habe es angeschaut, aber wir nicht haben die 3 spezifisch den Stunden die Podcast. Sitzung, du hast die Zero vorbereitet auf Ich bin im das. Fall wirklich, ja, das tut mir leid. Ja. Das kommt Ich bin wirklich bis vorher gerade noch durchgegangen. Ja, siehst du, da hast Ja, du ja, informiert. Ich weiss alle, ich weiss unseren Bekanntheitswert. Ich Der weiss ich auch. Ich weiss, dass wir Könnt ihr die Zahlen Insta-Ziele sagen? erreicht haben, dass Ja. wir Spotify... ja, es ist Sorgenkind. Es ist Sorgenkind. Aber auch von diesen Zahlen Geier da, wo einfach wollen, dass wir überall nur noch Masse, Mainstream. Aber eben, ich sage, es braucht Ergänzung von Masse und Nische. Ich finde aber auch, der Podcast hat einen anderen Zweck. Als weißt, müssen nicht mehr Instagram, wo sagen, man die da müssen ballert. Zahlengeier sagen. Ja, nein, aber Zahlengeier. da geht es nicht um Quantität von Fans, sondern Qualität. Die jede Woche wieder einschalten und da unser Leben in- und auswendig kennen. und Für die- die die- machen wir das. Das ist Qualität. Wir haben unsere Penisse Ludos genannt. Ja. Das ist deine Qualität. Vielleicht liegt es ein bisschen an dem, gell? Ja. Dass da nicht mehr Nein. zuhören. Also wir Das ist lassen ja vielleicht da einfach- Woche für Woche die Hose an, aber ich finde, Ja. das müsste sich Das schon stimmt. lohnen. Ja, eigentlich schon. Ja, aber es ist vielleicht schon zu viel. Zu viel Ich muss Hose. es ja mal anlassen. So zwischendurch. Gut, dann haben wir wieder ein kleinen Abschweifer Ja, gemacht. ja. Tun uns trotzdem weiterempfehlen, all den coolen Friends, die ihr habt. nur- So, nur lass dann- mal ein bisschen rein, das sind noch Ja. gute Leute. So. Members. Ja. Ja, Member. Ich könnte so Memberkarten verteilen. Vielleicht müssten wir es so machen. Ah, Memberkarten drucken. Ja, Das A4-Papier so zusammen. genau. Und einfach nachher dann Ah, wir haben ja das Laminiergerät. Genau, der Till könnte 10'000 Memberkarten laminieren und dann tun wir das random Leute verschicken. Ich finde, das ist ein guter Auftrag für den Till heute Nachmittag. Ja, das Ja. ist wieder mal 3 Stunden versorgt. Beschäftigungsprogramm. Nicht so vergoldete Karten. Ich fände das schon ein Herzig irgendwie. Wir haben doch sicher noch irgendwo Budget rumliegen. Ich glaube auch. Wir machen Member-Tickets, ihr alle kommen eins über und eins wird goldig sein. Und der mit dem Goldigen darf dann in unsere Medienfabrik kommen. Das darf eine Vierung haben. Das wäre ja. Danke vielmals für die Inputs. Ich nehme die, ich schreibe Charlie und die 404 Factory. die mal auf mein imaginäres Blättchen auf da. Danke vielmals. Mal schauen, was passiert. He? Alles ist möglich. Wir können alles noch machen. Gut, dann ist eigentlich wie alles gesagt. Habe ich alles gesagt? Ja. Gut, dann würde ich sagen, let's go. Debriefing. 404. 3 Dullis, viel zu tun, 0 Bock. Also,
Das ist jetzt wie so in so einem Western-Film, so schnell ruhig. Und alle haben einander ins Gesicht geschaut. Ja. Wer schießt zuerst? Wer schießt zuerst? Ja. Nein, ich wollte eigentlich schon zuerst im Film seine Geschichte. Ja, die hole ich mir meist ab. Der hat am besten teased. Was? Streit oder Wille? Bus? Der Bus. Ja. Ja, eigentlich habe ich es schon erzählt. Gut, dann gehen wir dann von der Nein, also Nein, was so ist passiert? Wir haben, wir machen ja immer so ein bisschen Berufsporträts, so als lustige Berufsporträts. Wir haben jetzt den Grümpi-Trainer gehabt, wir haben jetzt gerade eben den Billetkontrolleur gedreht und die prädestinierte Rolle Besetzung für das bin offenbar ich, weil ich mir offenbar am meisten zutraut wird, dass ich ein Billetkontrolleur bin. Das ist gerade im Kopf durchgegangen. Aber das stimmt, also entweder der Matteo, weil er übermotiviert wäre, aber du wärst eben der komische, du wärst der verdeckte Billetkontrolleur. Es gibt ja die ja mit Uniform reinkommen und die nachher den Überraschungsmoment Undercover. gibt. Genau, das bin ich gewesen. Ich bin und du wärst schon der Undercover, aber man sieht es dir eigentlich schon an. Wenn ich mit dem Trainingsjacke reinkomme, niemand würde denken, ich bin... Doch, mega fest. Die schon das Bauchtäschchen anhaben und eigentlich, du siehst hinten das Kabel rauslampen vom Gerät, wo sie die Bussen ausstellen. Ja, kennen sie im Fall nicht. Ich weiss, es gibt Leute, die mega gut sind, die sehen es an der Haltestelle. Oh, so Ladendetektive. Das ist einfach wirklich so mega Captain Obvious. Aber das check ich nicht. Also, haben die nicht mal eine Schulung? Also die Billetkontrolleure, ich meine, die Zivilen, du erkennst die ja 10 Meter gegen ja, aber das Täschchen, jetzt haben sie immer noch so eine Weste, eine praktische, wo sie ihr Zeugs können, ihre Geräte rein tun. Und aber auch noch so ein bisschen gute Schuhe. Ja. Also Schuhe, du so noch, sie haben so ein bisschen Boots. Ein bisschen zu gutes Schuhwerk. Das Problem, ich schaue ja nicht die Leute so genau. Ich habe das Gefühl, die müssten parat sein, wenn jemand absäckelt, dass sie nachher sehen. Also sie haben das Gefühl, in ihrem Kopf ist es so. Und sie sind bei immer Verfolgungsjagden. Sie sind immer im mittleren Alter und weder unattraktiv noch attraktiv. Sie sind so unscheinbare Menschen, die nicht auffallen würden. Und eher männlich, zum Teil auch Frauen. Sie sind so alle so zwischen 40 und 50. Und Poloshirts auch höher. Und sie haben so eine Ausstrahlung, die weder sympathisch noch unsympathisch ist. Sie sind so neutrale Gewächse aus der Gesellschaft. Das ist unsympathisch, wenn es noch... Ja, aber sie sind nicht gerade so, das ist ein Arschfresse, der kommt kontrollieren, sondern sie ist so, das ist so jemand mittelsympathisches, das ist so. Nein, es ist einfach so, sie sind nicht unsympathisch. Nein. Es sind meistens im Umgang dann höflich, aber sie sind natürlich einfach auch sehr nervig, weil es sind von Anfang an eigentlich NPCs, die im Bus stehen, aber weil sie eigentlich weil alle anderen würden aufs Handy schauen, weil niemand steht einfach im Bus rum. Genau. Das ist der Fehler Nummer 1. Yeah. Weil wenn du eigentlich nichts zu tun hast, dann schaust du aufs Handy oder schaust raus oder bist, weiss nicht was. Und du merkst so, sie sind wie so Hühner im Gatter drin und du merkst so, okay, sie warten, bis die Tür zugeht und dann schwärmen sie auf. Und du merkst es automatisch am Vibe an, weil das würde niemand machen. Das ist wie so... Das sind so Schwingungen. Sie sind dann meistens ja so zu dritt und dann merkst du, sie kommen zusammen rein, aber dann sich dann so aufsplitten und dann gleich noch so ein bisschen miteinander kommunizieren. Man merkt es gerade. Ja. Aber von dem her sehe ich jetzt viel mehr die Joso in der Rolle als du. Wieso? Ich glaube, du wärst der Joso ein NPC ist. Nein, weil die Joso, also wenn ich mir jetzt so den Typ vorstelle, wie du beschrieben hast, dann sehe ich viel mehr die Joso als die. Schau, im Nachhinein muss ich sagen, es war eine Fehlbesetzung. Nicht nur, weil ich halt einfach kein NPC bin, sondern weil... Stimmt, mit dem coolen Jäckli wärst du nie. Mit dem coolen Jäckli wärst du reinkommen und sagen, wow, was für ein Fahrgast. Ja. Gehst du schon ein Festival oder was? Hast du gerade das Oltener? Oder was läuft? Genau, der Bus des Oltener ist einfach nicht der, das ist der nebendran, musst du nicht einsteigen. Ja, und ich wäre auch viel, also, wenn sie ich wäre viel zu kulant. Ich bin kein Kontrollfreak. Also ich würde sagen, heute, komm, das nächste Mal. Ja. Was, du hast gleich Geburtstag? Ja, komm. Hast du 10 Tage Geburtstag, das ist gut, das passt. Nein, ich würde das nicht gerne machen. Auf jeden Fall, ich könnte es nicht machen, das habe ich gemerkt. Ich könnte zum Beispiel, ich habe mir auch schon gedacht, so der Beruf von Flight Attendant fände ich noch spannend, so ein bisschen umreisen, nicht so lang, vielleicht mal so ein Jahr. Hätte ich vielleicht mal gemacht, aber ich habe schnell gemerkt, beim Start und Landung wird es mir meistens schlecht. Da habe ich gemerkt, Flight Attendant ist kein Beruf für mich. Das hätte ich mir auch beim Billetkontrolleur denken, weil das ist ja genau das Gleiche. Als Billetkontrolleur bist du ja in diesem wackelnden Bus und die Luft dort drin, ich habe es glaube auch schon mal in dem Podcast erwähnt, ist sehr schlecht, so Busluft. Du hast allgemein, bist du negativ eingestellt, so Bus? Ja, weil ich fahre halt nur noch Velo, gell? Ich benutze den ÖV nur im Notfall. So. Und durch das
bin ich es mir auch nicht gewöhnt. Ich bin nicht abgehärtet auf die Busschwingungen. Das Gewackeln. Das Gewackeln. Und dann haben wir wirklich noch so eine Buslinie von so einem kleinen Bus ausgewählt, weißt du, so einer, der ins Gacko rausfährt, damit man nicht zu viele Fahrgäste drin hat, damit man gut filmen kann. Und dann hat er geschüttelt und gewackelt und die Klimaanlage hat voll reingeblasen. Und ich habe wirklich so die erste Szene ist gut gesagt, aber der zweite ist wirklich gemerkt, schau, mir wird schlecht. Und gleichzeitig habe ich auch unseren Drehplan gesehen und es ist so, schau, ich muss noch 3 Kontrollen machen, wo wir nachher alle rausgeschnitten haben, aber ich muss sie halt gleich noch machen. Das haben wir ja denen noch nicht gewusst. Ich habe so viel rausgeschnitten, weil ich glaube, ich bin wirklich einfach so, ich habe dann müssen so, weißt du, stehen, du musst ja immer stehen und ich bin immer so zwischen den Szenen, um mich wieder erholen, bin immer in die Fahrtrichtung abgesessen, genau bis zur Reihe mir wieder gesagt hat, so, jetzt gehen wir wieder in die Szene, dann bin ich kurz aufgestanden, habe mich zusammengerissen und ich bin wirklich so nah dran gewesen, um dort Bist du immer so vorne, wo eigentlich der Platz war für die alten, gebrechlichen Menschen in diesem Viererabteil, wo unten gerade vorne rein kannst, dort. Bin ich angesessen, habe mich auf den Punkt konzentriert, am Horizont und habe dort hergeschaut und dann gesagt, gut, und dann, wenn es geheißen, bin ich aufgestanden und habe mich einfach zusammengerissen und so im Rumgewackelt habe ich dann irgendwie so, Billett bitte, da habe ich den Kontrolleur gespielt und ich habe mich auch null konzentrieren auf irgendwie, wie ich jetzt das genau spiele, sondern es war einfach Überleben gewesen. Ist denn das bei dir auch so im Alltag oder jetzt nur, weil du so lange hast, wenn du durch den Bus laufst und der fährt schon? Nein, das geht schon. Es ist, glaube, sobald ich noch nebendran eine zweite Aufgabe muss erledigen und mich nicht aufs Fahren kann konzentrieren. Wenn ich im Bus bin, muss ich mich voll aufs Busfahren konzentrieren. So. Du kannst auch nicht am Handy sein und so? Hey, ja, eigentlich schon, aber eben, wenn es eine längere Busfahrt ist oder so, dann kann ich nicht, so in einer Garfahrt kann ich auch nicht am Handy schauen. Dann muss also bist du nie bei den Coolen hinten gewesen, beim Klassenlager, Skilager, was auch immer? Ich bin immer vorne beim Lehren? Ja, vorne beim Lehren. Wird es da vorne weniger schlecht? Ist das so? Kannst du rausschauen. Ich bin klassisch immer vorne beim Lehren. Oh nein, die Coolen haben keine hinten. Hey, ja, ich war keines von den Cool Kids gewesen, ja. Ja, ich bin so in der Mitte gehockt. Ich habe mit keinem etwas zu tun. Jetzt ganz vorne habe ich auch ein bisschen unterlassen. Ich sage sofort Drittel. Aber tendenziell vorne, weil es mir wirklich auch weniger schlecht wird. Ja, bei mir ist auch früher immer bei den, weißt du, wenn wir so über den Pass gefahren sind, zum Skifahren, immer rausfahren mit mir. Hat sie geklopft? Ja. Immer schnell einmal Pause draussen gemacht. Das ist aber nicht gut. Ja, da haben wir herausgefunden, wenn man isst, währenddessen wird es einem nicht schlecht, da sind wir immer noch im Mac gegangen. Das Chur in Mac. Dann übergefahren. Oh, mir wird schlecht, wenn wir noch kurz zum Mac. Entschuldigung, Herr Lehrer. Das hat nicht funktioniert, ja. Also jetzt privat mit der Familie. Aha, ja. Der Lehrer. Und heute hast du es aber auch, wenn du eben ja fahrst, wird es dir aber nicht schlecht. Genau, ich fahre einfach am liebsten selber. Also ich habe eigentlich ich habe den Bus gefunden, wieso das so ist. Das ist eigentlich mega... Ja, wahrscheinlich, weil du auch abgelenkt und so konzentriert bist. Ja, und du bist natürlich immer genau auf dem Punkt, wo es herfährt. Ich glaube, ja, es ist... Ja, lustig. Vielleicht müssen wir dir so nebendran so ein Baby-Steuerrad machen. Und dann kannst du eigentlich wie mitfahren. Ja, das wäre eigentlich, oder? Das wäre mega gescheit eigentlich. Ja. Nein, das Ding wäre ja Reisetabletten. Ja. Dann kannst du mal, aber dann kannst du... Ja, im Nachhinein dachte ich hätte einfach eine nehmen am Morgen, dann wäre es gegangen. Aber so die Reisetabletten auf dem Schiff, auf dem Boot? Auf dem Boot mit dem Matteo beim Greifensee drehen, dort habe ich es gemacht, weil ich gewusst habe, ein Schiff. Und da habe ich dann so gedacht, komm, ein Bus, komm an, das wäre schon ein bisschen peinlich. Ja. Wenn ich eine Reisetablette brauche für den 747er-Bus irgendwie auf dem Mauer. Also weißt du, es ist so, sorry, also für das eine Reisetablette, das ist ja ein Eingeständnis. aber am Schluss muss ich sagen, ich hätte es gescheiter gemacht. Du hättest gescheiter das Malheur eingestanden. Aber hast du gewusst, dass die Reisetabletten oder auch die Seasick auf dem Schiff und so, dass die mega dich eigentlich ausnocken und müde die machen Haie, wenn du im Fall mehrere nimmst. Hey, also wir haben da... Ich habe das auch schon gemacht in der Ferien und ich bin nachher einen Tag lang nicht mehr zu brauchen gewesen. Hey, wir als reiche Menschen, wir haben ein Boot gemietet in Marseille, wo wir halt, du kannst aber auch nicht gewusst, Gesundheit. So. Du musst eine Tablette haben, nicht dass es festschüttelt. Wenn du schon wenn du daran erzählst, wird es schon schlecht. Ne? Nein, scheinbar kannst du auch, wenn du nicht so ein schnelles Boot nimmst, kannst du auch ohne Bootsprüfung kannst du das fahren. Ja. Ich weiss nicht, ob das einfach nur in Frankreich so ist oder weiss auch nicht was. Nein, habe ich auch schon gemacht. Wir haben Käsling, und das sind wir aber auch aus dem Meer raus und weiss auch nicht was. Ja. Und 2, die dabei waren, denen wird es so schlecht auf dem Boot und die haben nachher wie so 2 von diesen Tabletten geschmissen. Die sind den ganzen Tag knocked out gewesen.
Also sie nicht können brauchen, die sind wirklich einfach im Sitzen eingepennt. Und wirklich einfach auch so, also denen ist es nicht mehr schlecht. Schon. Denen ist es nicht mehr schlecht gewesen. Also, Die haben einfach nichts mitbekommen, die sind sediert gewesen. Und das ist im Fall wie so, es ist wirklich einfach mega anstrengend, also anstrengend für sie selber gewesen, weil sie hätte ja eigentlich wie wollen, es ist noch ein Geburtstagsgeschenk gewesen von einer von diesen 2, wo dort sind. Und die sind wirklich einfach nur so am Schlafen auf dem Boot. Wow, okay. Das ist ganz übel. Also ich möchte das jetzt Und die sind nachher dann am 7. sind die unten ins Bett. haben wir müssen schicken. Ja. Eben darum Also das ist krass. aber dann ist schon gut, hat der Phil das nicht vor dem 3 genommen, weil sonst wäre Das war schon ein meine Überlegung. Ich habe es Ja. vergessen, aber es ist so. Und ich habe gewusst, ich muss am Nachmittag auch noch arbeiten. Ja. Ich werde dann einfach aufs Sofa gelegen und nicht durchpennen. Ja. wahrscheinlich. Aber es ich ist habe schon dann ein natürlich- starkes Zeugs. Es ist starkes Zeug und ich habe dann einfach wie so müssen fahren, weil die anderen es nicht haben können. Ja. so Und ich habe dann auf einfach- dem Schiff. Da Ja, mit so 2 Leichen auch überhaupt nicht auffällig. Er fährt aufs Meer raus. noch platte Austern nebendran. Ja, der Rich Lifestyle. Ja. Du musst auch deine Feinde beseitigen, gell? Hey, das gehört auch dazu. aber es ist im Fall wie so, ich habe nachher dann nicht herausgefunden, weil ich dort relativ viel musste Boot fahren. Das wäre noch etwas für mich. Ja, ich bin mir am überlegen, ob ich Bootsprüfung machen soll. Oh, ich mache mit. Ja. da Ich habe schon geschaut, du kannst im Fall den Küstenschein auf Zürich auf dem See machen. Aber nicht mit Ruder und so, einfach nur Motorbötchen, oder? Nein, auf dem Ruderboot brauchst du keine Prüfung. Ja, vielleicht ist das Teil davon, falls der Motor ausfällt. Nein, ich habe schon ein bisschen recherchiert. Du musst eine Theorieprüfung machen. Mit so verschiedenen Situationen. Und dann musst du 10 Knüppeln können, von 15. Ui. Dann musst du so Knüppeltraining machen. Weißt du, ein Knüppel? Ein Knoten? Ein Knopf? Ja. Ja, okay. Nice. Ja. Ein Knüppeltraining musst du machen und dann musst du, glaube ich, noch ein paar Situationen. Es gibt nachher noch praktisch. Aber die praktisch scheinbar, das ist ein bisschen pro forma. Das Problem ist Du musst einfach, ein bisschen einparkieren und so. aha, gut, du kannst einen zum Marseille fahren. Gerade so auf dem Zürichsee kannst du keinen Bootsplatz haben. Nein. Eben, dann könnte ich nachher ein bisschen go speeden. Aber ich muss Ja. ja sagen, also eben, wir haben das mal in Italien gemacht und nachher, ich kann ja kaum Auto fahren. Also weißt, ich lasse mich nicht das Steuer von irgendetwas. Und ich dachte, es ist so verantwortungslos. Ja, bei also, uns jetzt, auch. also weißt du, im Fall das Ding, ja, können Gas geben. Ja. Und nachher hat es ein bisschen Wellen gegangen und hey, also ich hätte es richtig können übertreiben und das Ja. Teil wäre irgendwo nachher gecrashed. Ja. Ich habe das auch mal auf Sardinien, haben wir auch mal so ein Bötchen gemietet. Und gell, die geben euch im Jahr einem so eine Einführung. So, da ist denkbar, ciao. Ja, Und ja. nachher sind wir haben nicht gewusst, wie jetzt man den Anker runterlässt. Und dann haben wir irgendetwas gemacht, dann haben wir es zurückgebracht und dann ist so der Anker alles so verkrugelt gewesen. Und der war so hässlich gewesen, der hat uns richtig zusammengeschissen, der italienische Bootsjunge. Ja. Aber richtig fertig gemacht. Und wir so, ja, aber du hast es auch nicht erklärt und du hast es gerade abkassiert. Ich habe die Fresse, du hast es selber wieder zusammen. Ich so, oh no. Und das Also, ist verdammt verliert doch aufgeregt. dein Boot nicht jemand, Ja, nicht alle Zechen also mitbekommen. offensichtlich können wir das nicht. Schauen Nein, wir also uns an. das haben sie super Schon. gemacht. Ja. Wie immer, wo der Anker und so, das Das ist gelaufen. das schon. Aber wir haben auch andere gesehen, die es überhaupt nicht im Griff hatten. Und das sind wirklich auch so, weißt du, darfst eigentlich nicht an den Strand reinfahren und so. Es hat ja Bäume, wo Ja. wie dort haben, ist alles irgendwie so über den Haufen und weiss auch nicht, wann fast in ein anderes Boot reingefahren. Und wo wir es nachher zurück haben, sind sie also, sind sie abgeschleppt worden, weil sie rückwärts mit ihrem Bötli in einen Stein reingefahren sind. Und also wirklich, das sind so die Enfants terribles gewesen von unserem Trip dort und die haben es wirklich null im Griff gehabt. Ja. Null im Griff. Ich habe seit Jahren das Bedürfnis zum Jetski fahren. Also ich habe das als Kind mal gemacht, seitdem nie mehr. Aber ich will jetzt mal wieder auf einen Jetski. Das ist für mich ein bisschen Red Flag toxisch. Ja, ich weiss. Das ist so, ein bisschen in Duschbag. jedem Reality-Format haben immer die grössten Duschbags Freude, wenn sie immer gut Jetski fahren. Ich will auch gut Jetski Und das ist fahren. wie so, wieso? Ja, sorry, es ist einfach... Also ich habe das sehr cool in Ja, aber für ein Date... Nein, ich meine Du kannst ja nicht reden auf dem Jetski, es ist mega laut. Du hast nachher es ist ja mega... Ja, aber du musst dich dumme heben, Idee. vielleicht, wenn sie es drum machen. Aber ich will ja nicht auf ein Date, ich will allein Jetski fahren. Ich nehme sicher niemand mit. So, weil das ist ja noch... Aber du kannst ja kaum Auto fahren, hast du jetzt gerade vorher gesagt. Und Aber das ist kein Lenkrad, sondern so ein Hebel. Das ist wie Velofahren. Ja, und Sepp kann ich. Bist du sicher?
Ja, ja. Wie lange ist es gegangen? Du bist ein Sportzünder beim Velofahren Ja, gewesen. Du hast, glaube ich, mit 15 hast du gleich Velofahren. Nein, aber Jetski. Das Jetzt wird ist immer Jetski wieder. mit so einer Kölle hinten. Oder Stützrädchen. Ja, ein Stützki. Ja. Ja. Ja, das wird Zeit, ja, das ist Jahresbedürfnis. Und ich werde jetzt, ich mache jetzt, Das soll man verbieten. ich mache jetzt so Ferien, weißt du, ich habe ja, der Sommer ist abgesagt bei mir, es gibt keine Ferien im Sommer, darum im Herbst, ich glaube im Fall, ich gehe wirklich einfach in so Also Moment mal Ultra-Trash- schnell, der Sommer ist abgesagt, keine Ferien. Du bist jetzt da gerade auf dem Gurten oben gewesen, hast da Ist 4 das Tage. Ferien? Ich bin kaputter heimgekommen, als ich hin Ja, aus der Sicht vom Chef bist du wie nicht da gewesen und du bist in der Ferien gewesen. Also Ich habe das so eingetragen. Ja. auf der guten Gott zählt jetzt wirklich nicht als Ferien. Also ganz sicher nicht. aus meiner Sicht ist das ein Ferientag, den ja du genommen hast. Ja. Du hast ja nicht geschafft. Ja, aber dafür das ist noch Überzeit. Ja, Das ist Kompensation. nicht mal- Genau, so, dann Ferien ist es nicht ist Ferien. Ferien. Aber Kompensation ist auch einfach in einen Freitag. Also gut, dann habe ich jetzt einen halben Tag Ferien gehabt, dann kann ich nochmal 6,5 im Jetski Herbst machen. nehmen. Ja, Ja, ich genau. will in ein All-Inclusive Trash-Hotel Jetski fahren. Du das erzählst das immer so ironisch mit deinen All-Inclusive. Nein, ich finde das Jetski. geil. Aber eben, ja. Ja, ich habe das ja früher Du auch bist, schon gemacht. du bist eins von wirklich deutschen Malle-Touristen. Ich könnte das wirklich machen. Ja. Ja. Noch kurz zu deiner Schlechtgeschichte. Ich habe am Donnerstag mit jemandem Auto gefahren und das habe ich noch nie gehört. Wo Also, dass gesagt hat, du auf der Gurte bist, frei machen. genau. Und ich und der Kollege sind hinten gesessen und er hat gesagt, ja, stört nicht zum Hinten sein, aber er müsse rechts sitzen, weil links wird ihm schlecht. Das hat er nie Das habe ich wirklich noch nie gehört, aber er hat gesagt, das hat mit den Augen zu tun. Also weißt du, weil er irgendwie, I don't know, ich bin auch nicht ganz, für mich hat es nicht ganz verhebt, Nein. aber Nein. vielleicht gibt es ja Leute da draussen, wo das auch so ist und die können uns das Ich kann erklären. ja links hocken und auf dem Kopfstand sein, dann hat er auch auf dem Auge wäre auf der anderen Ja, ich Seite. finde auch, oder kannst ja auch die Augen einfach zukleben. Ja. Aber eigentlich müssen sie in der Mitte sitzen. Dann. Ja, habe ich aber auch gedacht. Aber du hast trotzdem gesagt, das ist Top 3 schlechteste Ja. 3 gewesen. Ja. Das tut mir leid. Also nicht, und es ist niemand verantwortlich für das, weil es ist top organisiert gewesen. Es hat Klar. alles am Schnürli geklappt. Wir sind voll im Zeitplan gewesen. Ich kann nicht funktionieren. Mhm. Und ich kann mir so feststellen, nehmt mich nicht mehr auf Drehs mit, wo man auf so Fahrzeug ist, wo... Bist denn du auch so im Zug, kannst nicht hinter sie fahren und so? Ja. Also das geht, aber auch ungern. Also, aber das finde ich ein Skill-Issue. Ich bin schon so ein, und ich probiere es immer unauffällig zu machen. Das heisst, ich will nicht so eingestehen, dass der andere, kann ich dann, weißt, so Kann ich kompliziert- vorwärts hocken? Ich will nicht kompliziert tun und darum bin ich immer darauf bedacht, dass ich als erstes von der Gruppe einsteige und dann einfach so unauffällig einfach den Platz nehme. Das verstehe ich. Das Das ist für so ein mich- bisschen unanständig vielleicht, aber ich sage lieber unanständig, als müssen eingestehen. Und sagen, du bist alt und ich muss eigentlich- gegen Führer fahren. Weil eigentlich Leute, die mit gegen Führer fahren, schon eher so 75 Eben, das Jahre. ist bis 10 ab 80. Ja. Ja, bis 10 ab 80. Aber ich finde auch, das musst du ownen. Das ist wieder wie die Frau mit dem Dildo im Handgepäck. Da musst du einfach anstehen und sagen, schau, Freunde, sorry, ich fahre nicht rückwärts. Ja. Ja, stimmt, man muss wieder mehr so Sachen nehmen. Ich muss Weil mir du mehr hast schon ein Sachen cooles eingestehen. Jäckchen. Dann ist es im Fall wie Ja. okay, wenn man nicht rückwärts fahren kann. Also weißt du, es ist Aber wie so, ja. du kannst ja wie Aber dann ist die Kombi irgendwie auch nicht gut. das coole Jäckchen. Dann Wieso? probiert man etwas mit cool sein kaschieren, obwohl Also, man hast du total... dann lieber einfach ein Overall an. Kann man das Nein. lernen? Rückwärts? Also ist so, je mehr das du machst, desto gewünscht irgendeinen. Das ist im Fall in das Gleichgewicht. Ah, das ist im Ohr in dem Fall. Ja, und wenn das nicht richtig eingestellt ist, ist es nicht richtig eingestellt. Sage ich jetzt einfach so. Ja, du als Arzt. Hey, aber ich frage mal Dr. ChatGPT, was die meinen, ob man das lernen kann. Ich glaube nicht. Kommt denn das Video noch gut? Oder, also hast Es ist du am fertig. Schluss... Ah, Ja, okay, ja. gut. Wir haben wirklich einfach die Dialoge gekürzt. Sieht man es nicht. Ja, ich Weil- bin einfach sehr Gibt es noch einen Director's Cut? Director's Kotz. Director's Cut. Ja, einen Director's Cut, wo man dich einfach nur sieht, ein Klön und wie sie so lüpft und so. Nein, das zum Glück. Wir sind wirklich gerade darauf ab. Also weißt, ich hatte gerade Story-Ideen. Ja, ja, ich natürlich sehe es, noch, ich sehe es. Ich habe- ist auch der Nein, Mechanismus. Ja, ja. Ich behaupte, man sieht es im Video nicht an. Ja. Wenn man es weiss, sieht Sieht man, man er es ist ein dir an, ist die Frage. Man sieht, ich bin ein bisschen bleich, aber man merkt es nicht, dass mir schlecht ist. Ja. Weil wir sind immer sehr schnell, cutten wir wieder aus der Szene raus zum Off-Interview. Und du bist halt einfach auch ein Professional. Ja, ja. Oder? Das ist halt so... Das ist halt das, was man als Actor halt lernt, genau, oder? drehen Ja. unter Ja. schlechten Bedingungen, dann darfst du nichts anmerken. das habe Weil ich an Zeit ist Geld und auf dem Set muss man können liefern. Das habe ich an der Lee Strasberg Schule in New York Ja. genau. Da sind wir auch in New York mit dem Bus rumgefahren. Ja, einfach so auf dem Dreigelände. Ja, genau. Ja. Ja, cool. Ja, toll. Ich
bin froh, ich sinne mir. Ja, das verstehe ich. Aber wo du auf Gurten gefahren bist, du bist vorwärts gefahren, ich habe nur gesehen, du hast lustige Musikauswahlen gehabt. Sie haben dich, glaube ich, ein bisschen gequält. Also es war ein bisschen mein Fehler gewesen, weil ich habe am Abend vorher in die WhatsApp-Gruppe von allen, die gehen, habe ich geschrieben, ja, wenn kommt der Venga-Bus? Und habe natürlich damit das Auto gemeint. Und die Kollegin ist dann schon eingefahren mit Venga Boys ist gelaufen, der Venga Bus is coming. Und We like to party. We like to party. Got Flashbacks. We like to der ist party. irgendwie noch zweites Mal hat sie es laufen lassen und dann habe ich gefunden, hey, schaffen wir es die ganze Fahrt? Ja, aber du bist wirklich selber schuld. Also das ist Ja, so. aber nachher hat es eben, weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat es noch weiter dazu. Also gut, die Person, die sich als erstes einen anderen Song wünscht, muss eine Runde Drinks zahlen auf dem Gurten. Und da hat wirklich niemand wollen, die Person sein, die sagt, hey, Freunde, wir müssen jetzt den Song ändern. Und wir haben es 2 Stunden lang durchgezogen. Ja, wir haben es wirklich durchgezogen. Und ich habe es nicht gehasst. Irgendwie, es kommt so in Wellen. Auf einmal findest du ihn wieder gut und dann findest du ihn, ja. Aber die sind wirklich selber schuld und selber dumm. Ja, aber am Schluss hat es niemand 2 Stunden haben die Kaffee auf Bern. Ja, wir haben noch ewig nach einem Parkplatz gesucht. Für Wir sind in einer halben Stunde durch, mit einer 1,5 Stunde einfach Venga Boys geschaut. Ja. Aber das heisst, niemand hat Drinks bekommen. Also eigentlich ist es lose-lose, weil die haben 2 Stunden müssen aushalten und niemand hat müssen zahlen. Ja. Das ist wirklich... Nein, aber eben so schlimm. Also wir sind doch noch alle überrascht gewesen, dass wir es ausgehalten haben. Und es ist nicht so schlimm gewesen. Ja. Aber nachher sind wir dort rauf und dort hat es zum Glück ein bisschen... Also, das Blöde ist, wir sind in Supermärkte und es ist genau das Gleiche auch nochmal gelaufen. Ja. Nein, es ist, aber mir ist noch den ganzen Abend den Song nachgelaufen. Weißt komisch. Du, coole Sachen wie Lord oder so. Komisch. Im Kopf hast du aber nur Oh nein, jetzt läuft es mir auch noch. Ja, das können wir können es ja nachher im Büro noch hören. Und dann bin ich während dem Konzert von Splendid, wo es langsam angefangen hat, runtertröpfeln, kommt auf einmal ein Typ, also quatscht mir von ihm an und findet, ob ich Neil sage, er ist ein grosser Podcast-Fan. So herzlich, also was mir passiert das jetzt nicht so oft. Ich glaube jetzt zum Beispiel du, Phil, wirst noch öfter angesprochen. Ich weiss es nicht, ich bin ja nicht diesen Sommer. Ah, du bist ja nicht an der Verlierste. Also schon in der Stadt? Mal in der Party bin ich auch schon angequatscht worden. Also wie oft passiert das pro Monat? Ja, eben, ich meine, auf den Spielplatz und so ist weniger die Gefahr. Ja, jetzt im Büro, aber ja, schon so 3-4 Mal, keine Ahnung. Ah, okay, weil mir ist das so einmal im Monat oder sogar nur alle 2 Monate kommt jemand und checkt das. Und ich habe so Freude, ich finde das so schön. Auch weil du mal checkst, das sind jetzt die Leute, die uns hören. Also, und du kommst halt mal ein Bild über. Genau, eine Person über. Genau so. Er hat auch noch ein Bild bekommen, wir haben ein Selfie gemacht. Und ich habe auch ein Selfie gemacht, wie wir ein Selfie machen. Aber der unangenehme Teil, und ich muss ein bisschen ausholen für das, etwa 2-3 Stunden vorher hat eine gemeinsame Kollegin von Mattu und mir hat sich 2 Stickers von Bahnhof Büffel Chancental von meiner Band auf ihre Nippel tun, auf ihre Brüste. Und hat gefunden, ich soll ein Foto von dem machen und hat quasi ihre Brüste gezeigt mit diesen 2 Kleber drauf. Und ich habe das natürlich an Mattu geschickt. Also. Und jetzt, wo mir noch der Fan angequatscht hat, mitten in der Menge rein, und man hat das Foto gemacht, habe ich gefunden, ich schicke das jetzt an Mattu und tu den Chat auf und er sieht mir natürlich aufs Handy und es ist einfach das Bild von den Brüsten dort. Und ich dachte, oh Gott. Jetzt hat er das Gefühl, dass du mir einfach an eine Brust weiterschickst. So random Brustfotos. Es war so unangenehm gewesen. Und ich bin nicht drauf eingegangen. Ja, noch viel schlimmer. Oder, ja, ich weiss, das war schlimm. Vielleicht hättest du so müssen ownen, Dildo-Frau. Man muss es ownen. Ja, aber was hätte ich sagen? Da, schau, ich habe gerade noch ein Bild von Brust geschickt. Oh. Ja. Aber ich bin noch mit den Stickern von der eigenen Band. Ja, es ist wirklich komisch. Also ich möchte sagen, wir machen das ist nicht etwas, was regelmäßig passiert. Es ist wirklich schlechtes Timing gewesen, um den Chat aufzutun. Ja. Und ich bin froh, weil ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich auf den Screen geschaut hat. Ja, du hast Brüste auf dem Screen. Ja. Auf dem Screen. Meinst du, das hätten den gerade angezogen? Ja, das ist ein bisschen unangenehm gewesen. Ja, aber du hast wie nichts... Aber du hast ihm mir so gezeigt, ich schicke sie jetzt gerade in Mattu. Ja, weil er gefragt, eben, sind noch andere da? Ja, gesagt, nein, aber ich schicke jetzt das Bild an Mattu. Und dann habe ich den Chat mit dir aufgemacht, natürlich. Ja. Und nachher ist es noch viel unangenehmer geworden, weil dann hat ein Kollege dabei gehabt und der fragt ihn so, ja, wer bist denn du?
Und er hat es ihm dann irgendwie probiert, ja, weißt du, so Podcast, bla bla bla, und der hat einfach einen Shit draufgegeben. Ja, das ist immer so, das ist wieder der Realitätscheck. Ja, Ja. natürlich. Jemand ist mega begeistert, die andere ist dann so, können wir weiter? Ja, das ist so mega langweilig mit dem. Können wir, Ja, es ist so, was soll das? Brustmehl, weg. Was soll der Scheiß? Ja, eben das macht dann wieder, das ist dann ja, nachdem der Aufsteller kam, ist das dann wieder ein Schlag in die Fresse, so, ja, wer ist da, wo du mit dem redest, den kenne ich ja nicht. Also, ja, das, also, schau, das haben wir den Abend jetzt nicht kaputt gemacht, aber ich bin nachher noch 5 Minuten gedanklich dran hängen geblieben. Und dann hast du im Kopf wieder... Treten die noch auf, die Venga Boys? Kann man die noch Ich habe die sehen? mal gesehen am Pubfest im Wetzikon. Das ist auch noch eine Band für Sultan, in dem Fall, die Venga Boys. Doch, ich glaube, weil du hast erzählt, wo du dort bist, und das ist doch auch ein riesen Also Fels. absoluter Horror. Ja, gewesen. nein, mach Ja. das nicht. Nein. Ja, schade, Neil, dass du eigentlich, also unser Ziel ist ja, dass wir ja eher Hörer und Hörerinnen gewinnen. Mit solchen Aktionen, wir, also ich und viele, müssen nachher dann wie an dieser Sitzung, an diesem Review, Ja. wieder hinhocken und uns wieder Kappen waschen lassen. Ja, sagen, Weil wir- wegen dem Nil haben wir wieder verloren. ja, wegen Ja, der Brust einer mehr Neil. verloren. Ja, weil der wieder sich daneben benimmt, Ja. müssen wir wieder Wir hinstehen. haben wirklich ein Hörer weniger jetzt. Wegen Ja. dem. Ja, also einer weniger plus einer, der hätte können werden Wo noch jetzt- weniger. Ja, Der es ist hat eigentlich ja ein auch- Minus der ist ja hässig weggelaufen. Genau. Mit dir, oder? Ja, ja. Und deine grusigen Fotos auf dem Genau. Handy. Aber der hat, glaube ich, den Namen nicht gewusst. Darum vielleicht stolpert er gleich nochmal über den Podcast. Ja, aber nachher dann unsicher. Es gibt ja These, Negativwerbung ist auch Werbung. Ich glaube jetzt dort nicht. Und darum komme ich zurück wieder auf die Frage, hättest du ihm freigeben? Also Nein. so, Ja. im Nachhinein hat sich's für unser Produkt hat sich's nicht gelohnt. Nein, ja, Es ist mir immer das schadet. Ziel, dass Ferien unser Produkt besser machen. Genau. Es geht nicht um den Mensch, es geht um Studio 404 und unseren Erfolg. Ja. Genau. Und wenn die Ferien nicht auf das einzahlen, nicht mehr genehmigen. Finde ich auch. Also A, du bist kaputter zurückgekommen, also du bist wie nicht ausgelaufener oder besser wieder arbeiten. Und B, wo weg bist, hast du noch Wrecking Ball-mässig, bist noch drin und hast noch kaputt Ja, gemacht. ich habe wirklich da das Leid gewährt, diesem Produkt. Das ist schade. Merkst du selber Ja, jetzt, ich oder? merke, ja, nein, ich muss mich im Büro einsperren, sonst kommt das nicht gut. Aber ich hätte einfach gerne mal so ein Tutorial von Leuten, die wirklich oft erkannt werden. Ich glaube zum Beispiel, der Josu wird richtig oft angesprochen. Wie gehst du mit dem um? Ich weiß es nicht. Ganz normal. Also Hallo, danke, tschüss. Also Nein, nicht gerade mit deinen Brustfotos umdingst, wenn ich aus anfangen. Also du mal alle anzüglichen Sachen mal weg. Ja, Zum aber das Beispiel. ist ja nicht, ich wollte einen Fanservice machen, ich wollte sagen, schau, jetzt schicken wir das zusammen mit. Also es ist eine gute Absicht. Ja, das ist eine gute Ja. Also was ich ein bisschen gelernt habe, mir ist auch, was mir passiert ist, dass ich oft, ich finde es dann mega nett von dieser Person und dann würde ich auch nett sein und dann tue ich sie so annetten und dann versuche ich auch Sachen zu fragen und erzähle, und dann komme ich so ins Reden rein und dann ist man plötzlich in einem Gespräch, wo beide gar nicht mehr rein wollen, weil er hat nicht mehr sagen und Ja, ja. ich kann nur schauen und eigentlich, und dann kommt man nicht mehr aus dieser Nummer raus und was ich gelernt habe, ist wie so schnell einfach so, hey, danke vielmals, hey, also einen schönen Tag. Nicht zum nicht nett sein, aber einfach so, weil es auch niemandem am Schluss vielleicht etwas bringt oder vielleicht weil es für beide unangenehm Aber wie machst du jetzt das? wenn ein Danke, ein Lächeln und das ist nicht einmal, und wenn man merkt, jemand hat noch Fragen oder hat wirklich irgendwie noch so etwas mehr beizutragen, dann voll Dann drauf. sagst du, mach ein Mail. Wenn Zeit, mach ein Mail an den Kundendienst. Ja. Es hat mich, Aber du kannst ja nicht, weißt du, wenn du in der Crowd drin bist von einem Konzert und der steht neben uns, dann kannst du ja nicht sagen, einen schönen Tag und Nein, aber ich wünsche dir noch einen schönen Abend. ja. Du kannst schon. also sie sind dann weitergegangen, glaube ich. Ja, logisch, wenn du mit Brüsten und Geistern hast in die Nacht lassen. Ja, aber ich glaube, es ist eine mega schwierige Balance, aus eben nicht gerade zu sagen, ja, tschüss, geh weiter. Und Ich glaube, das zeugt ja von der Empathie. Aber irgendwann bist du wahrscheinlich, wenn so Superstars sind, wahrscheinlich irgendwann dann so, die werden so oft angesprochen, dass dann gar nicht mehr. Ja. ja, das gibt dann auch nichts mehr. Ja. Weil eben, mich freut das zum Beispiel jetzt noch jeweils, aber Ich glaube, das wenn das freut jeden auch die Tag Superstars. Die passiert. tun einfach so, aber es freut doch alle, wenn sie erkannt werden. ja, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Situation vermutlich. Aber immerhin hast du du hast Begegnungen gehabt. Das Ja. wären jetzt aber wie nicht deine Freunde. Münz ja wie nicht. Nein, um das geht es ja auch nicht. Der Matt hat aber neue Freunde gefunden. Ja. Ah, schau, ich habe Ich habe ihn geschmeckt. Hast du geschmeckt? Ich habe nicht. Hä? Das nervt mich jetzt. Ja. Eine angedeutete Überleitung. Wirklich, aber... Pass versenkt. Ich Ja, habe dafür meine vorher nur so halb gecheckt. aber... Ja. Der, den ich auf der Gurte übergeleitet habe. Aha. Ja. Ja, das... Ist okay. Neil, weiter in deinem Hirn. Also, du hast Freunde gemacht. Hey, kannst du nachher in 10 Minuten das Ding? Wie Nein. macht man dann...
Wie macht man dann in diesem Alter noch Freunde? Das ist eben, habe ich auch gedacht, wie kann man das? Es ist im Fall wirklich, wenn das soziale Bindemittel Alkohol. Ah, no shit. Ja, was? Nein, es ist im Fall, also wir haben das zweite, ich und eine Kollegin einen lustigen Abend gehabt in Marseille, in unserem Yachtclub. Nein. Ja. Was man halt einfach so, nein, wir sind eigentlich kurz Nachtessen, haben tiefe Gespräche, wir haben eigentlich heimwählen, haben dann gedacht, komm, wir machen da noch irgendwann in einer Bar einen Pitstop, hocken dort noch ein bisschen raus. Und dann hocken wir auf der, das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt, so Terrasse mit französischen Stühlen, man trinkt Pastis, Weisswein, weiss auch nicht was. Und dann hockst du eigentlich wie ab. Und dann merken wir, dass gerade beim Tischchen neben uns sind die Schweizer. Ja. Und normalerweise ist es so, Schweizer, dann ich werde dann gerade mal ruhig, weil ich habe so das Gefühl, wenn ich in der Ferien bin, ich will nicht erkannt werden, dass ich selber eigentlich auch Schweizer bin. Ich weiss nicht, von wo das kommt. Ja. Ich habe so das Gefühl, weil ihr sind ja Touristen, machen ihr, ich wohne da. Und ich will nicht mit euch zu in tun. Marseille. Ja. Schon ein bisschen. Aber es ist auch sonst, wenn ich eigentlich in der Ferien bin. Ich weiss nicht, von wo das kommt, aber ich glaube, ganz viele SchweizerInnen haben das. Die werden nicht erkannt werden. Dass man aber auch von Landsleuten nicht erkannt werden. Ja. Die Holländer sind da ganz anders. Ja, eben. Holländer, die sind gerade wie so ein Ding und dann hängen alle Holländer. Gerade ein Trauben und weiss auch nicht mal, man hat gemerkt, wieso ist, wir können ja auch Freude haben an uns selber. Ja, wir könnten es auch, aber irgendwie mögen wir uns, glaube ich, nicht so. Wir sind ein Volk, das dann wirklich hasst. Ja, es ist wirklich nicht gut. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon in der Ferien nach einer Truppe Schweizer kennengelernt und das voll okay kann mit denen. Ja. Für eine halbe Stunde. So, weißt du, mehr dann auch nicht. Ich glaube, man hat Angst, dass das Ferienfeeling kaputt geht, dass man dann an die Heim erinnert wird, dass die Sprache einen wieder mit heimnimmt, auch gedanklich. Und dann wieder zum und dann hat man schlechte Laune. Ja, man hat automatisch schlechte Laune, wenn wir Schweizerdeutsch hören. Aber dann müssen wir doch an uns selber schaffen. Ja, müssen wir schon, ja. Das ist doch scheiße. Schlechte Laune jetzt nicht gerade, aber es ist jetzt nicht... Aber du hast auch ein komisches Gefühl, wenn du jetzt in der Ferien... Aber vielleicht auch mehr, weil ich Angst habe, shit, die verstehen mich. Weil ich in der Ferien rumlästern, was ich will und mich niemand versteht. Oder dass ich das Gefühl habe. Ganz ehrlich, du schaust schon rumlästern. Also wir kommen nachher zu einer Geschichte, wo du Streit hast mit einer Mutter, aber du bist auch schon... gelästert, aber ja. Die hat dann nicht Deutsch geredet. Du hast schon gelästert, aber direkt ins Gesicht wie andere Menschen. Ja, aber auf jeden Fall... Wie hast denn du den... Hey, wir sind im Fall wirklich einfach so ins Gespräch gekommen, weil sie haben irgendwelche Beziehungsprobleme und so reden und ich habe da Beziehungsprobleme reden und dann haben wir wie so gefunden, wir können ja einfach, die sind aus der Schweiz, hey, komm, wir tun einfach alle unsere Beziehungsprobleme irgendwie reden und sind im Fall wirklich einfach ins Gespräch gekommen. Das ist wie ein neutraler Therapeut. Ja. So. Ja. Und wir haben sie eigentlich wie gerade so ein bisschen ausgenutzt, um zu sagen, was findet denn ihr so? Ja. Und dann haben wir herausgefunden, hey, die sind irgendwie Mitte 30, von Bern, gehen so ein bisschen in die Reitschule, so das Ding. Ja, das habe ich nicht gesehen. He? Wie? Die haben den Gurten verpasst. Die haben den Gurten verpasst, habe ich aber auch gerade, dann ist gerade Gurten gewesen. Ich glaube, dann hast du mir gerade Brustfotos geschickt. Hast du auch gerade noch schnell irgendwie unbedingt. Und dann sind wir aber so ins Gespräch gekommen und ich und Kollegen haben gesagt, hey, wir gehen nachher noch an eine Pereo-Party. Wir gehen dann... Weißt du was? Pereo? Ja. Ist das sind Bad Bunny das sind ja Bad Bunny Banausen. Ja, ich habe es gewusst, dass es ist so ein Ausdruck. Pereo kommt von Pero. Ja. Ein Hund. Und dann tust du sie eigentlich verhalten wie ein Hund. Dann bist du dort hin. Ist das so eine Fetischparty? Nein, es ist keine Fetischparty. Nein, es ist halt einfach so, man kann sich halt einfach ein bisschen gehen. Pereo-Party. Das ist ein Stil. Oh nein, das kommt jetzt sicher in 2 Jahren auf Zürich, oder? Hat es auch schon gegeben. Ah, ja. Also, nein, schnell, das können wir nicht. Die Klammer würde ich jetzt schnell aufmachen. Was ist eine Pereo-Party? Ich verstehe, also was heisst Lagala? Das mache ich ab jeder Party. Was ist das? Wie die Hunde. Du kannst die wie einen Hund gehen. Also kann ich sau dumm tun? Du kannst sau dumm tun. Aber tanzen, machen, tun. Nein. Also ist das Gegenteil vom Awareness-Konzept? Ja. Nein, es geht eigentlich nur, wie du tanzt und wie du bist und du kannst halt wie so sein, wie du willst. Es ist eigentlich eher ein feministisches Ding. Du kannst so sein, wie du willst. Aha. Ja. Wieso heißt es denn Hund? Das tönt nach toxischer Und läuft die Musik von Bad Bunny, oder was? Nein, aber es läuft allgemein so Stil. Es ist jetzt es ist 3 Stunden gegangen, es ist ein einziger Bad Bunny-Song gekommen. Was aber auch mein Kritikpunkt war an dieser Party. Natürlich. Ja, Mr. Bad Bunny Ultra. Gut, also alles klar. Aber was nachher lustig ist, wir haben die nachher gerade mitgenommen.
Und die sind nachher auch mit uns an die Party gekommen, machen und tun. Und es war einfach ein mega lustiger Abend gewesen. Und wir haben nachher dann auch Shots getrunken und der Abend hat uns nachher dann wie... Einfach wie Hunde. Der Abend hat uns nachher dann wie verbunden und gemacht und da. Also ich habe... Also haben wir zusammen den Macarena getanzt, oder was? La Cucaracha. Ja. Ja, genau. Haben wir jetzt wieso gemacht. Also was heisst verbunden? Haben zusammen gesoffen? Es ist im Fall nicht so deep. Ja, ich weiss wie nicht. Im Fall, wir haben uns kennenlernen in einer Bar und dann zusammen mitgeht so an einer Party. Und die sind das Dritte gewesen, das sind ein Bärli gewesen und eine Person und das Bärli ist dann wie kleiner gegangen und dann danach gesagt, hey, aber schaut ihr denn auf sie und tun dann sie aufs Uber und also weißt so, und das, ja, natürlich, kein Problem und wir haben sie dann wie geschaut, dass sie gut heimkommt, Nummer ausgeschrieben, hey, bist gut daheim. Also wirklich einfach, wir haben so cared füreinander und es ist wirklich einfach schön gewesen. Also einfach irgendwie so, und wir haben uns nachher dann wie, es ist irgendwie so, das ist an einem Mittwoch, Donnerstag gewesen, und wir haben uns nachher dann so jeden Tag wieder getroffen. Ah, wirklich? Ja, so und wir haben dann abgemacht für go baden und go zu Nachtessen wieder und dann haben wir sie aber auch mal in unsere Wohnung eingeladen. Das hingegen finde ich schön. Und wir haben dann wie nachher noch die Zeit miteinander verbracht. Gut. Und wir haben jetzt so abgemacht in ein Konzert mal auf Bern und also wirklich so... Ah, geil. Wir haben wirklich einfach so Gespräche gefunden und es war lustig gewesen und es ist nicht so angestrengt gewesen. Es ist wie von Anfang an hat es sich natürlich angefühlt. Und das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, bei Das ist Menschen. mega schön. Weil es kann ja dann auch kippen. Dass irgendwann gibt's, also so wie du erzählt hast, hätte es auch so gewisse Swinger-Energy können haben. Nein, es hat nichts. Vielleicht ist es wirklich so in einfach der so... Ferien Pärchen kennenlernen und das kann richtig weird sein. Nichts eben. Es war von Anfang an wie natürlich gewesen. Ja. Also das hätte ich jetzt nicht als erstes dran gedacht. Eben, ich auch nicht. Ja, Neil. Ostschweiz. Ja, erst gerade White Lotus wieder geschaut. Und du bist der da Brüste umeinander schickt. Du bist wirklich im Moment bist du halt ein bisschen auf dem Ding. Ist okay, kann man machen. Ein Hund. Ja. Terror. Nein, aber es ist schön, weil eben in der Schweiz würde das ja nie passieren. In der Schweiz würde das eben nie passieren und darum finde ich es eben so schön, ist das eben wieder mal passiert. Ja, obwohl beide Schweizer sind. Das kann doch auch in der Schweiz passieren. Wann ist das letzte Mal passiert? Ich glaube, beide auch mit dieser Stimme. Ja, schon länger her. Ja. Also, gut, Das war das letzte Mal, dass passiert ist, wo du deine Frau kennengelernt hast. Nein, ich bin ja schon länger nicht mehr unterwegs. Aber nein, früher habe ich so... mal habe ich schon regelmäßig Leute Ja, das in der Primarschule das letzte Mal. aber, ja, aber das ist eine schlechte Qualität von Schweizerinnen und Schweizern. Also mir fällt es auch leichter im Ausland. Das ist schon so. Ja, aber nicht nur im Ausland mit Locals von dort, sondern auch wenn du die als Schweizer im Ausland triffst, dann baust du gleich noch eher eine Freundschaft auf. Hast eine andere Connection. Ja, als wenn du jetzt einfach in Zürich irgendwie... Ich finde das schön. Ja, Das macht mir gerade Lust, um auch wieder rauszugehen und Leute kennenlernen. Ja, aber Ja. Das mache ich eigentlich jeden Tag. Ich habe jeden Tag die Chance, aber zum Leute wirklich im kennenlernen. Fall viel. Bei dir, also das ist jetzt mega, bei dir kann man sagen, Altener und du hast schon Lust, wieder rauszugehen. Bei dir ist jetzt wirklich so, ich kann sagen, draussen ist ein Blümchen, du hast Lust, wieder zum Rausgehen. Ja, ich merke Du hast einfach generell Lust, zum Rausgehen. es ist wie so, es hat sich alles ein bisschen angestaut. Ja. So, Ja. rausgehen. Lust. Weil ich habe mich wirklich ich habe mich enthalten von den Versuchungen vom frivolen Leben da draussen. Ja. Und bin daheim als guter Familienvater und Sorger von meinen 2 kleinen Kindern und tu mich dem unterordnen. Ja. Wie so in diesen Sektendokus. Aber das so nur passiert, daheim jetzt sind. kützelt es dir im Disco-Finger. Und jetzt kützen sie, weil ich natürlich Erinnerungen Ludo. habe. Nein, ich habe natürlich gute Erinnerungen an die Zeiten, wahrscheinlich auch, wo sich, je länger ich jetzt das nicht mache, nicht mehr verklären. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich dann dort bin, werde ich wieder total enttäuscht sein und am 10 Uhr heimgehen. Darum musst du vielleicht, wenn du mit dem Alterner wieder anfangen, dann kann ich nicht enttäuscht werden. Genau. Ja. Mega smart. Ja, und Verkauft der ist auch um 10 Uhr fertig, dann kannst du wieder heim. Tipptopp. Du bist nachher auch noch ein guter Familienvater, kannst nachher noch daheim noch dein Vivaldi-Büchlein gehen. Zum vorlesen. Einschlafen. Ja, genau. für dich selber. Für mich selber, ja. Das Ja, ist ja. gut. Ja, nein, es ist, eben meine Begegnungszone ist im Moment der Spielplatz. Und der Spielplatz ist eigentlich ein guter Ort, um Leute kennenzulernen. Weil du hast ja... weird, wenn du es so sagst. Hey, du hast es gemeint, Aber so du das hast ja- Thema also, sind ja, ja. Kind oder Das die ist ja- kaputten Spielgeräte. Das oder? sind noch kein Mal mit dem Metzger ist schon eine halbe Freundschaft. Ich habe ja mal den Metzger kennengelernt von meiner Gemeinde. Der hat mich aber dann in die Seerettung hineinlauern und dann habe ich den Kontakt abgebrochen, weil ich nicht in die Also, du Seerettung. hast ihn ghostet. Ja.
Ja, Das ist nicht abgebrochen. Du hast, Ja, du hast den, geil. Nein, du hast den Metzger geghostet. Ich liebe den Metzger, ich bin nie mega Fleisch posten seitdem, aber ich muss mal wieder vorbei, es ist nicht mal böse gemeint, das hat sich jetzt einfach nicht mehr nervt. Jeden Tag fragt er sich, wann kommt der Ich mal der glaube Philipp? auch. Ja, Mein ich habe den bester nie mehr Freund- getroffen, aber er ghostet mich auch. Ich gehe immer auf dem Spielplatz am Freitag am 3 schauen, ob er dort ist. Er ist nicht mehr dort. Er geht jetzt auch auf andere Spielplätze. Ich Es ist weiss hart. nicht. Ja, weil du ihn ghostet hast, das Gefühl gehabt, vielleicht hat er mich nicht gern, vielleicht hasst er mich, ich muss da Ja. weg. Ich glaube, ich muss mich mal mit ihm versöhnen. Die brauchen eine Aussprache. Eine Aussprache ist nötig. Es sind auch Emotionen. Es gibt, also, weil man ist ja mit diesen Kindern auf dem Spielplatz und dann haben die auch Kinder und nachher ist das erste, du hast ja immer die Einstiegsfrage, anstatt «Where are you from?» fragst du «Wie alt ist er?» läuft jetzt langsam, bla bla. Und dann fängst du an zu schwätzen und dann hast du eigentlich schon das Gespräch und dann weisst du ziemlich Das ist das schnell erste mal, Kind, wie alt ist er? wie alt ist er und dann das zweite, wie heisst er? Oder? Ja. Also das wären so die 2 Fragen zum Einsteigen. Und dann weisst du mit der Zeit recht viel über die Kinder, aber nicht, ich weiss am Schluss immer, wie alle Kinder heissen von dieser Person, aber nicht, wie sie heisst. Oder er heisst. Weil das fühlt sich übergriffiger an, wenn du dann fragst, wie heisst denn du? Ist es schon gerade so, sondern man geht erst mal über Kind und dann irgendwann kann man auch, wenn man sich sympathisch ist, kann man dann auch über das Leben reden. Eben, Okay. wenn Das ist man noch mega mal die strange, weil die Kinder können ja nicht mal mitreden. Nein. Also, weißt du, so. Und ich Aber finde, sie also, du musst ja komplett deine eigenen Gefühle eigentlich ausklammern, wenn du nur über Kinder Ja, redest. aber es ist halt, Wenn es ist halt der Kinder hast. Icebreaker. Schon, Es ist, wenn aber- du aber ich jemanden triffst, würde um dann- Fußball zu schauen, dann redest du über Aber kannst du Fußball. nicht sagen, so die zweite Ding, das ist schon, wie gehst denn du um, weil das Kind immer heiß hat? Dann kannst du schon, Ja, kannst das du geht grad- dann schon. Dann kannst du Ja, gerade switchen auf die Ja, ja. persönliche Ebene. Es ist dann häufig, du hast 2, ja, wir haben jetzt wie ist es mit 2 so, Ja. und und bla 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 und dann redet man so ein bisschen über Kita und so, aber es geht dann, und meistens hört es dann dort wieder auf und es ist einfach so ein Alltag gewesen, wo man sich dann im Nachhinein eigentlich können sparen und geht wieder. Ja. Aber es ist immerhin, es ist ja schon so, wenn du allein mit kleinen Kindern unterwegs bist, einen Tag lang, ist es zum Teil auf eine Art und Weise mega schön und für andere auch einsam, weil du hast ja keinen Gesprächspartner an dem Tag, wo viel mehr über können reden als wie die Farbe ist von dem Haus oder was. Ja, ja. Es ist ja relativ, vor allem wenn sie noch ganz klein sind, die können ja noch nicht gut reden und über Ja, Sachen ja. reden. Und gleichzeitig hast du ja auch nicht viel erlebt. Und dann weißt gibt dir so einen Kontakt, gibt dir eigentlich etwas. Jetzt in dem Fall... Also was? Es gibt Ausbruch? Ja, Oder? nein, es gibt dir so ein, ich habe wieder ein bisschen mit jemandem Erwachsenen geschwätzt. Ja. Also, es ist wirklich, also so banal das tönt. Mir lange damit auch so einen kleinen Schwatz mit irgendjemandem an der Kasse oder so. Ich finde das etwas Schönes. Ich wünsche mir, das gäbe es mehr in der Schweiz. Ich bin auch nicht, ich muss aber mir selber anfangen. Ich bin nicht so offen, ich bin nicht so ein offener Typ, Ja, der ja. mit Leuten anfängt zu schwätzen. Auf jeden Fall am Spielplatz passiert denn das. Und letztens, ich habe das Ding, dass wir immer wir haben so einen Korb mit so Sändeli-Sachen drin. Und das ist so ein Magnet, weil ich habe einen Veloanhänger und dort hat der Platz und dann nehme ich immer den ganzen Korb. Der hat so viele Sachen drin und die anderen Kinder meistens immer fast nichts dabei und dann kommen sie immer zu unserem Korb die Sachen holen. Und anhand von dem kann man die Du Eltern... bist der Süßigkeitenladen vom Spielplatz. Ja, aber ich tue anhand von dem testen, ob es gute Eltern sind oder schlechte Eltern. Da Ob tue ich Kind fragen. Genau, entweder die schlechten Eltern gehen einfach das Kind und nimmt es einfach. Ja. Bei den Guten ist so, kommen sie und so, ist so, darf er recht, weil er steht dann ganz lang dort und dann kommen sie fragen und dann sage ich sich, oder wenn er ganz lang schaut, dann sage ich, hey, darfst du schon etwas nehmen, ist es einfach nachher wieder zurück. Ja. Und sie schauen. Und es gibt wirklich beides, und dann gibt es einfach die sich halt selber bedienen und dort bin ich schon so, und dann Also was machst du denn? Sagst du denn? Man kann auch fragen. ich sage meistens nichts. Das ist wie so. Aber passiv-aggressiv. aber das Kind und die Eltern sind abgestempelt. Für das Abstempeln, Leben. genau, in der, das geht, also Ja. mit denen würde ich nicht. Und dann hat es eine gehabt auf dem Spielplatz, die ist so gewesen, ich bin wirklich neben dem Chor gesessen, dann ist sie so gekommen und hat auf Spanisch hat sie gesagt, das war wahrscheinlich eine Argentinierin gewesen, auf Spanisch. Sorry, Dad, müssen Nein, Sie, wirklich, nein, nein, ja. ich nehme sie wieder zurück. Kleiner Gag, kleiner Gag. Ja, Rüppel, also nein, ist, Nein, wenn sie sie hat Spanisch Argentinierin gewesen wäre, dann hat sie geschlagen. Sie hat so. sie hat auf Spanisch so in die Runde rausgefragt, so, ich weiss nicht, wem die Sachen da gehören. Ist das eigentlich allgemein gut? Und sie hat nicht mich angeschaut, sondern allgemein. Und ich verstehe halt Spanisch. Also das ist so einfaches Spanisch verstehe ich. Und dann habe ich ihr aber ich kann nicht gut reden, habe ich ihr auf Englisch geantwortet, das sind unsere Sachen. Wenn sie wieder zurückgehen, können sie es gerne nehmen. Das ist gar kein Problem. Und sie hat nicht mal, sie so, aha, nicht Danke gesagt, nicht, dann ist der Bub, hat das Zeugs einfach genommen. Und dann habe ich gefunden, okay, also
Ja, aber und die ist einfach so den ganzen Tag ist sie so auf dem Spielplatz rumstolziert, als würde ihr den Laden gehören. Und einfach so, sie ist mir gerade unsympathisch gewesen. Der Bub auch. So. Und ich habe aber dann die können ignorieren, egal, bla bla bla. Und dann irgendwann ist der Moment, habe ich das Zeug zusammengepackt, bin weggelaufen vom Sänderli-Kasten und dann hat meine Tochter noch unbedingt auf so eine Rutschbahn und gesagt, da. Und dann haben wir auf die Rutschbahn, dann habe ich es neben der Rutschbahn angestellt. Dann, während sie am Rutschen ist, kommt der Bub natürlich wieder und greift einfach greift in den Dingen und nimmt so eine Spritze. Und ich bin wirklich so langsam müde vom Tag. Du hast auch unter Welle. Und ich habe wirklich so, nein, jetzt muss ich dem Bub wieder sagen. Ja. Und die Mutter war weit und breit nicht rum gewesen. Und dann habe ich halt den Bub probiert. Ich meine, der war irgendwie 1,5 gewesen. Der hat gerade angefangen, oder vielleicht 2. Der ist noch nicht so. Wir gehen gerade, wir brauchen die Spritze, die kannst du leider nicht haben. Und dann hat er mich so angelegt, ist aber so langsam weggetroffen. Und dann habe ich nur gesagt, wir würden jetzt gehen, wir bräuchten sie. Und dann habe ich geschaut, die Mutter ist nicht rum. Und dann habe ich sie dem Kind die Spritze, hat es einen Tumult gegeben? Nein, nachher, aber er ist so stabil und dann habe ich es ihm so ganz fein, wirklich so langsam aus der Hand genommen, so, eben, wir gehen jetzt, so die Spritze kann er weggenommen. Dann kommt die Mutter und schiesst mich zusammen, was mir einfällt, dass ich ihrem Kind das aus der Hand reiss. Ich kann mit ihr reden und sie können es ihm dann sagen, er gebe es dann schon zurück. Und eben von dann hat es mir wirklich, ich bin so nachgedacht, dann habe ich so die Spritze gesagt und dann habe ich gesagt, nein, es ist alles gut. Nein, es ist nichts. Und dann habe ich wirklich das Zeugs genommen, bin weggelaufen, einfach so, ich bin so geladen gewesen, ich bin so nach einem Tag, wirklich so, weißt du, mit den Nerven, schon so, wirklich einfach nicht mehr so... Kurze Zündschnur. Wenn jetzt da stehen bleiben, dann ist es nicht gut. Dann fliegen die Sachen umeinander. Dann bin ich wirklich so passiv weggelaufen zum Wagen und dann habe ich wirklich einfach so alles müssen so rauslassen. Ich war so hässlich gewesen. Wo hast du es denn rausgelassen? Ja. Einfach so... Ins Füßli wurmelt. Ich habe eine lange Sprachnachricht meiner Frau geschickt, einfach ich habe es müssen noch mit abonnieren. Ich war so hässlich gewesen. Und ich weiss, ich check natürlich das Prinzip von, dass du das kleine Kind nicht checkst und du kannst dem nicht etwas aus der Hand reissen. Ja. Dass du immer musst über die Eltern gehen. Logisch. Wenn sie nicht dumm ist. Aber in dem Moment habe ich so gefunden, wir haben vorher schon, die haben schon mit unserem Zeug gespielt, sie haben schon nicht gefragt, der Umgang ist schon sehr nicht nett gewesen. Und dann ich habe wirklich vorsichtig, ich habe wirklich so geschaut, und er hat es dann wirklich auch losgelassen und so, ich reiss mir das ja nicht einfach aus der Hand und dann kommt die und belehrt mich und ich habe gesagt, wirklich so hässlich gewesen. Und so eben, ich sehe den Punkt so streng, eben, dass man nicht den Kindern etwas aus der Hand reissen und die das noch nicht checken und man sagt, die Eltern, ja, aber es ist so, irgendwo, also weißt du, so, ich meine, wenn das Kind nur heilig und man darf es nicht mehr, man darf nicht einmal mehr etwas, was es in der Hand hat, anlangen, dann ist so, hey, dann hört es bei mir irgendwo auf. Wie lange war die Sprachnachricht, die du deiner Frau gemacht hast? 10 Minuten. Ich weiss es nicht. Du wirst schon anfangen zu rauchen. Nein, es ist einfach, nein, es hat mich so, aber ja, es ist halt so, gell, man ist dann, es ist wirklich, und dort habe ich wieder so gemerkt, ja, Kampfzone, Spielplatz. Ja. Es ist nicht entspannt, es ist immer so tense, es kommt da wieder ein Kind und dort und dann muss man wieder schauen. Ja. Wenn du dann so ein paar mühsame Kinder hast und so ein bisschen unsympathische Eltern, und es gibt aber auch so mega harmonische Dinge, wo du dann so die Eltern kennenlernst und dann ist es easy. Es ist eigentlich das Gleiche wie in eine Bar gehen. Oder entweder du hast einen guten Vibe oder du hast einen schlechten Vibe mit den Leuten rundherum. Ja, und du musst die Regeln kennen. Und du musst die Regeln kennen und es gibt einfach Leute, die irgendwie keinen Anstand haben. Und das nervt mich. Und wenn du mit Kindern unterwegs bist, kommst du viel mehr in Situationen, wo der Anstand getestet wird, also unter Respekt und Rücksicht, und du wirst viel schneller genervt ab Leuten, weil viele Leute das nicht haben. Das ist eine grössere Angriffsfläche. Ja. Genau, das ist so viel Angriff. Und gleichzeitig schätze ich es dann aber umso mehr von Leuten, die helfen, die nett sind, wo einfach, nur schon, eben wenn jemand schnell fragt, das finde ich, dann ist bei mir jemand auch schon mega gestiegen in der Gunst, aber gleichzeitig kann sie auch mega schnell absteigen. Es ist einfach so, das Ding ist viel grösser. Hast du daheim nachher dann so eine geheime Rangliste von Eltern auf dem Spielplatz? Im Kopf schon, ja. Also ich werde die sicher wieder erkennen. Also dann gehe ich dem Bub schön seine Sänderli-Kasten wegnehmen. Dann kommt das nicht mehr über, oder? Ja, sie haben das letzte Mal auch nicht gefragt. Ja. So, da. Aber wenn das im Sinne von das ist ja auch ein Ratgeber-Podcast. Ja. Wie hätte man richtig reagiert? Wenn jetzt deine Tochter würde das natürlich nicht machen, sie würde fragen. Ja, sicher. Aber wenn jemand du wirst beobachten, wie man ihr Spielzeug aus der Hand nimmt, weil die Leute gehen wollen, wärst du angegangen? Nein. Oder also wenn einfach jemand wegreisst, verstehe ich den Reflex. Aber ich hätte dann vielleicht auch gesagt, hey, look, ich bin jetzt wirklich einfach irgendwo am anderen Ort vom Spielplatz, vielleicht ist es auch meine Verantwortung zum Schauen, dass mein Kind nicht, also es ist halt so, und ich finde dann,
Also irgendwie musst du schnell, ja, es ist immer ein bisschen ein Abwägen. Grundsätzlich logisch, du musst die Eltern verantworten nehmen, du kannst nicht ein 2-jähriges Kind in die Verantwortung nehmen. Ja, finde ich. Aber also der Bub hat ja nicht gecheckt, kennt das Konzept von Besitz noch nicht. Genau, es kann dem ja nichts vorwerfen. Ja. Aber es ist halt einfach nervig. Wenn es nervig, dann nimmst du es halt weg. Also weißt, ich meine, die Kinder werden heute auch zum Teil helikoptert und sie dürfen alles. Und ich finde so, nein, schau, es gibt Grenzen und es kann auch mal halt jemand anders das aus der Hand reissen, von mir aus. Dann brüllt es halt. Mein Gott, dann lernt es, dass es nicht so rausnehmen. Man muss eigentlich Grenzen setzen manchmal. Es ist auch so, oh, mein heiliges Kind darf alles. Aber ich halte bei fremden Kindern, also für mich ist ja jedes Kind fremd. Ja. Habe ich irgendwie schon eine Blockade. Ja, logisch. Ich glaube, das ist aber auch bei den eigenen Kindern ist das ja wie so klar, Nein. aber ich glaube, das ist ja wie... Ja, es ist auch so... Ich hätte das Schäufeli aufgegeben. Komplett überfordert. Genau, ich hätte das Schäufeli aufgegeben. Das ist gesagt, so, also das ist jetzt nicht mehr mir. ja. Ich habe nichts mit dem Kind zu tun haben. Und das ist wie so... Hey, ich hätte es glaube auch nicht gemacht, wenn das Kind schon vorher mit uns im Sandkasten gespielt. Also ich habe es ja wie, wir haben dann noch mit Kontakt gehabt, also man hat sich sozusagen gekannt. Ja. Und dann habe ich wie so gefunden, wenn jetzt einfach irgendein Kind gekommen wäre, hätte ich es natürlich nicht gemacht. Aber es ist so, der hat schon vorher mit unseren Sachen gespielt, er checkt das Konzept. Ich finde es so krass, dass du der Spielsachen-Babo bist vom Spielplatz. Ja. Ja, das ist wirklich, du bist dort so der Gatekeeper von den Schäufelis und aber es ist, so. Es ist wie eine Aufgabe. Und man muss es eigentlich, du bist wieder der Türsteher, man muss es mit dir gut haben. Er ist die Ludothek. Er ist die Ludothek vom Spielplatz und man muss es mit dir gut haben, dass wir das Spielzeug bekommen. Ja. Krass. Aber die einen nehmen es sich halt einfach. Ja. Weil es ist halt, eben, ich habe entschlossen, ich nehme das Ding nicht mehr mit, schieß mich an. Schau, das ist nachher der Decker. Ja. Das ist jetzt wie so, wenn es der darf es nicht, dann darf es niemand haben. Nein. Aber das ist so, aber, dann oder einfach, leidet ja es deine ist, Kinder wieder durch. Ja, eben, ich meine, sie haben das so Freude. Es ist so gut, das Sandal ist die beste Beschäftigung. Jetzt nimmst du das Körbchen mit, komm. Ja. Das musst du nur wegen einer Mutter. Vielleicht sollte ich einfach ein Schild machen und dann, weißt du, wie der Ludothek und dann kann man es auslehnen. Ja. Man muss aber dann die Idee abgeben. Da kommst du einen Stempel. Oder das Kind muss auch etwas abgeben. Ja, 5 Franken. Ja, einen 5 lieber mir geben und dann, Einfach so dann kann man es wieder abholen. Ja, genau. Du kannst ja auch, Depotgebühren. weißt du, wie beim Portemonnaie früher, du kannst so Ketten an dein Kind mit dem Spielzeug. Und dann, Oder einfach so eine Stein. So wie wenn man aufs WC gehst bei der Tankstelle. Ja, genau. Oder so einen grossen Stein dran. mitnimmst. Ja. Dann können sie es nicht mitnehmen. Hey, wir wären einfach gute Eltern. Oder? Ich glaube auch. Wir sollten das mal Wir haben wirklich immer so Zum gute Glück. Ansätze. Nach der Babyputzmaschine jetzt noch die Spielketten. Oder wir können so dort wäre gut, also wir können allgemein so einen Stand aufmachen an Sandplatz, wo wir es bei uns wie können, wir können das wie auslehnen. Ja. Oder? Dann wäre das wie, müssen wir nicht schaffen. So gegen Geld, aber ja. Hey, wie oft wir schon reich geworden sind. Sändeli. Ein Sändeli-Spielzeug, Sändeli-Thek. Ein Sändeli-Thek. Ja. Ja, ich sage es einfach so. Oder so Und unsere verwiesen. Firma heisst Sandy. Sandy. Ja. Sandy. Aber Und das Problem ist, dass ja niemand das Logo ist eine Frau, die Bahnhof Büffel Schanzental auf der Nein. Gut. Sind wir gedebrieft? Sehr gute Ja, Idee. Sind wir gedebrieft? Ja, jetzt werden wir reich. Ja. Wann kommen die Austern? Hey, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Danke. Ich Die Woche ein bisschen länger. He? Ja. Ja, wir letzte Woche schon ein bisschen kürzer gewesen. Ja. Darum. Ja, muss man Hätten wir wieder etwas zurückgeben. Okay. Tschüss. Ciao, ciao. Debriefing.